Ja, kannst du machen. Ich bin hier gerade noch ein bisschen am Umbringen von irgendwelchen Kleinviechern. Ahoi, Optimus, Servus. Ähm, Hi, einen wunderschönen, hochstehende Wochenende, oder? Ähm, ja, wir haben eigentlich nicht wirklich was gemacht in der Ahoi. Inzwischen, ich habe gerade, das Einzige, was ich gerade gemacht habe, ich habe mir Kryokammern hergestellt. Noch 6 Stück. Eine haben wir gestern noch gemacht. Die haben wir gerade an 6 hergestellt mit dem Ding da, das da gerade runtergekommen ist. Jetzt wollen wir unsere Dinos. Ich hoffe, die sind da nicht 500 Kilo schwer in der Kryokammer drin. Wird Sinn machen? Ach, die wiegen nur 4 Kilo. In der Kryokammer werden die auch leichter. Wahrscheinlich, die werden komprimiert. Die werden gefroren und gefroren sind sie definitiv leichter. Aber die Kryokammern wiegen ein halbes Kilo, Jens. Also und halten 30 Tage. Okay. Also man kann die definitiv mitnehmen. Irgendwo an Dino zähmen. Pronto.zip. Damit es nicht so stressig ist, kannst du es auch aber woanders herstellen. Ja, ich weiß, dass man das Tech-Replikator und ein paar so Dinger. Ich glaube, an Obelisken, glaube ich, geht's auch. Aber ist ja nicht so wild. Das passt schon. Aktuell sind mir die Versorgungskisten ganz cool. In unserem Areal, wo wir aktuell sind, kommen, also wenn man es braucht, keine. Wenn man es nicht braucht, kommen alle 2 Minuten 3 runter. Aber Jens ist gerade ein bisschen am Farmen mit Tyrannosaurus, Fleisch und so Zeug und Leder. Jo, ich bin ja nicht gerade am Zurückkommen, aber ich tue jetzt mal gerade hier Haufen Bäume auf dem Weg dahin beseitigen. Das ist ja wirklich zum Kotzen. Hier kommst du nämlich so gut wie nicht lang. Er tut Bäume auf dem Weg beseitigen, das passt. Na, Bin wieder ich auf dem dafür? Weg zurück. Du weißt ja, wo du den hergebracht hast, wie schwer der durchgekommen ist. Ah, auf der Seite bist du. Ja, ich bin auf der anderen Seite gewesen. Ja, wieso? Ich Aber, kann ja nur auf einer Seite raus. ja, aber das ist nicht die Seite, wo ich ihn hergebracht habe. Ach so. Ich habe Ja. ihn nicht auf Das der ist aber Seite, auf wo du der anderen bist, sondern Seite auf der nicht. anderen Seite, genau. Das ist aber nicht unbedingt besser dort. Nö, habe ich ja nicht behauptet. So ein paar Para. Ach Gott, ich habe eigentlich keine Ahnung, wie die Dinger funktionieren, die Kryokapseln. Wie will sie? Ich meine, die Zähm-Dinger sind ganz interessant. Wenn du so einen Terry umbringst, so einen Freddy Krüger Jens, dann loot den auch, gell? Der lässt du meistens so einen Sack fallen. So einen Rucksack, wo dann irgendwelche Spezial-Items drin hat. Ich versuche gerade einen Mod zu installieren, das Spyglass, diese eingeschränkte Sicht nervt mich brachial. Ja gut, Oh mein Gott, bei uns ist ein Spiel on the base. Ach, an der alten Base meinst du, oder? Ja, ich bin gerade an der Unterterri. Oh mein Gott, scheiße. Ja, ich packe jetzt mal die. Kann ich die samt Sattel einpacken, das steht? Ja. Probieren wir jetzt mal aus. Jetzt sind hier drin ein paar Chompies gespawnt. Ach, und immer dasselbe mit den Dingern, du kriegst die nicht wieder weg. Endlich. Gut. Okay. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich muss den Sattel abziehen. Ah, ich sehe, was er hat. Was heißt das da? Level 31, 35. Ich sehe das jetzt, was ist das oben drüber? Throw to deploy capture creature can be recharged in Cryofridge. Ach, okay. Man kann die wieder aufladen, die kann man. Ah, alles klar. Oh, fuck. Okay, ich weiß jetzt, wie es geht, dass man die wieder
haben eine Ladung da unten, jetzt sehe ich das erst. Ist das da eine leere? Habe ich jetzt eine leere? Ich habe eine leere, hoffe ich, oder? Ja, ich habe eine leere, okay, perfekt. Wieso geht das jetzt nicht? Das heißt, du kannst die da drin aufbewahren für X Tage. Theoretisch, ja. Und was passiert dann, wenn du die nicht rausholst? Wahrscheinlich werden sie elendig verrecken. Aber ich weiß es nicht. Ich habe jetzt Stegon und Triceratops. Jetzt holen wir uns noch unser Ding, unseren. Ich muss ja einen Sattel runter haben, glaube ich. Unser Dublerone. Mit H siehst du genau, was das Symbol rechts unten oder oben bedeutet. 80, 180, 320. Ach, die Abklingzeit von der Kammer. Okay, Okay. okay. Also ich hab irgendwie 410 Rohfleisch besorgt und 3 Filets. Die Filets bitte in den Kühlschrank reinpacken aktuell. Und. Und der Dino ist um 2 Level aufgelevelt bei der kleinen Spritztour. Ja, nice. Was machen wir denn da? Gewicht, glaube ich, braucht er erstmal nicht mehr. Ausdauer und... Tja, keine Ahnung. Oh, jetzt sind es schon 3 Level. Ach du Scheiße, nur wenn ich da stehe. Ähm, Das nehmen wir mit. Vielleicht mal irgendwann noch ein bisschen Gesundheit ihm geben, glaube ich. Kannst du auch gerne machen. Ich habe jetzt erstmal 2-mal Ausdauer genommen und 1-mal Kampf. Aber ich denke Nahkampf mal ist dann immer wieder. nice. Okay, also gut, die Raptoren, ne? Die kannst du auch in Krallen nehmen, ne? Die musst du nicht unbedingt dafür Ja, ich weiß, verwenden. aber ich habe, das sind jetzt aktuell zwei tatsächlich. Ich habe, Moment mal, aktuell keinen Dimorphorgon dran. Das heißt, dann zwicke ich mir auf. Einer ist noch da, der Morpheus, der allererste. Den nehmen wir auch noch mit. Brauchen wir eigentlich aktuell wieder sowas wie mit Elementstaub? Was ist das andere Zeug? Elektronik? Elektronik und Elementstaub ruhig in die Kiste rein. In die, Ich habe auch Altmetall. tu das, pack das, gut, Altmetall weiß ich nicht, aber Und das Öl habe andere, ich auch bekommen. pack das Zeug mal in den Fabrikator rein. Okay, okay. So, erstmal kriege ich da was zu essen. Ach komm, fuck. Naja. Granate liegt im Boden. Da hinten, oder? Ich habe irgendwie, wenn ich eine neue Kapsel runterziehe und wähle nicht explizit die andere Kapsel wieder aus, die dann quasi im Menü unten ist, die Achter, eine neue, dann nimmt er quasi die nicht. Dann schmeiße ich ihn wieder, das ist mir schon zweimal passiert. Also hochziehen, da kann ich eine neue nehmen, kann die runterziehen, muss ich nochmal die neue in die Hand nehmen. Und jetzt ist die neue, genau. Oh cool, das Rohfleisch hält sich auch richtig schön lange. Wir sind ja bewusstlos. Okay. Das Altmetall brauchst du aber nicht im Replikator, ne? Oder im Fabrikator. Ich Heißt weiß das es Ding. nicht. Na gut, ich schmeiß es mal mit rein. Öl sehe ich auch, dass du das da drin hast. Ja, das kannst du reinhauen. Okay, kommt auch. Oh, den Rest, der kommt runter. Okay. Ich glaube, unten ist kein Platz mehr, wenn ich mich nicht irre. Ursache Kryokrankheit bei aufgetauten Dinos. Achso, die Abklingzeit. Okay. Okay, da muss ich kurz warten. Noch 2, 3 Minuten. Hab ich das Zeug noch mit da. Mal noch Dünger. Perfekt. So,
Das Fleisch nehmen wir auch noch mit. Die Beeren können wir da lassen eigentlich. Ich tue es mal in den Trog rein. Warum auch nicht? Das ist beim Dino-Namen in Rot. Ah, okay. Alles klar. Habe ich übersehen. Ich weiß nicht, was bringt, aber ich pack's trotzdem in den Trog rein. Aber ja, die Dinos wiegen nur ein halbes Kilo. Hab ich doch gesagt. Das muss so sein wie bei Pokémon, weil ansonsten könnten die dir auch in der Kapsel nicht mit transportieren. Stimmt eigentlich, hast recht, ja. Also ich habe jetzt Moment, die Sättel. Ja, die kann der Ding, der kann es auch recht schön mitnehmen tatsächlich. Passt, nice, einwandfrei. Wie geht's dir? Du bist gar nicht überladen. Perfekt. Transportiert einfach mal so 20 Dinos, weißt. Du kannst ruhig auffüllen mit dem, was noch da ist. Ich bin schon dabei, ich hol die Eier noch raus und das Zeug und ich schau, was wir sonst noch drin haben in den ganzen Dingern. Die Zettel würde ich gerne mitnehmen auf jeden Fall. Und bewegen? Nee, kann ich nicht mehr. Scheiße. Okay, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Gute. Boah, stell da vor, du transportierst einen Bronto mit Gewicht, qualitativ hochwertiger Rucksack. Qualitativ hochwertiger Rucksack. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Fackel. Oh, warum nicht die Angel auch? Die nehmen wir mit. Lupe nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Das. Die. Ja, komm. Ganze bessere Werkzeug, sag ich jetzt mal. Da haben wir eine Standfackel drin, nehmen wir noch mit. Ich will bloß jetzt zu sehr überladen. Was schaut aktuell noch nicht wirklich ein Problem. Ah gut, das passt, das glaube ich lassen wir mal so einigermaßen. Ich will einigermaßen entspannt zurückfliegen können. Aber Sättel haben wir jetzt alle dabei. Wir haben das ganze Essen nicht dabei. Wir haben Großteil von der Ausrüstung. Die Blaupausen sind alle weg. Yo. Ich könnte noch die. Ah gut, haben wir noch einen Revolver. Ja, komm mit dem Rest. Der Rest, glaube ich, liegt aktuell gut. Ach, Dünger, gut, Dünger nehmen wir noch mit. Und vielleicht das Gammelfleisch noch. Und Zement, warum nicht? Dürfte easy gehen aktuell normalerweise. Sollte eigentlich relativ easy einstecken noch. Das Zeug zumindest. Das Fleisch, weiß ich nicht, wie geht's dem da? Na gut, das passt noch. Das passt noch. Ach, da ist er wieder. Okay, Kanade ist dabei. Sonst haben wir eigentlich ein bisschen so Low-Bob-Zeug könnte ich da mitnehmen, aber ich sag für was, ein bisschen Stroh, wenn wir da haben. Ja, keine Ahnung. Da drin. Lassen wir einmal nur da. Das können wir aktuell tatsächlich eh nicht mehr transportieren. Nein, das lassen wir mal. Ist wurscht. Sieht ein bisschen hier aus. War da noch was drin? Da ist leer. Da ist leer. Hochlegen kann noch oder zwei, mein Gott. Reib's uns in die Nase. Das Zeug ist leer. Hier sind Fasern drin, hier ist noch Holz drin. So ein bisschen die nehmen wir noch mit. Die nehmen wir auch noch mit. Ich mache mir für uns auch ein bisschen Nahrung. Weil wie ich das sehe, haben wir gar nicht so viel für uns.
Akku haben wir glaube ich nicht so viel, na das ist richtig. Jo, Okay, nee, ich gut. komm wieder. Zack, zack. Und da rein. Schaut aus mit dir? Ja, geht hätte ich gesagt. Ich bin überladen, aber es geht gerade so. Naja, scheiße. Aber ich habe alle Dinos dabei. Stego. Ah, in der alten Base können wir die Dinos auch noch rüberholen, Jens. Ja. Der ganz, ganz alten. Kannst du wohl Parkplätze am Boden hinspritzen? Nee. Wieso nicht? Oh Mann, wir haben viel zu wenig Schränke, das ist ja zum Kotzen hier. Du stellst dich hin. Jungs, Mach wegen mir, nimm dann das zweite Stockwerk und pflaster Schränke rundum. was ist denn im zweiten Stockwerk oben? Eigentlich nur Kühlschränke. Glasfront und ich glaube. Eigentlich nix, oder? Ein Kühlschrank steht im zweiten Stock. Ja, den habe ich dann Weißt notdürftig hingestellt. Aber ist ja. auch okay, das passt ja. Ein Licht steht da. Gut, ich kann auf jeden Fall an der Wand noch einige Du musst nur Schränke am hinstellen. Lichtschalter, der wo am Boden steht, quasi, der Standfuß, da musst du hinkommen, das ist das Einzige. Was außen einschalten kann. Der braucht lang. Für Dinos, der aus der Reihe tanzt und Behindertenparkplätze. Ja. Ich glaube, können wir uns selber draufstellen. Irgendwo ins Eck und schämen. Es wird nicht dunkel, oder? Ach doch, es wird bald dunkel. Also wir könnten heute Jens. Ich würde wegen dem Tanzen nicht zugelassen. Was? Ich würde wegen dem Tanzen nicht zugelassen. Wegen dem Tanzen. Ich wurde wegen dem Tanzen nicht zugelassen. Oh Gott, die kann ich auch nicht gerade platzieren, sehe ich gerade. Naja. Verstehe ich jetzt nicht Und ganz, die Optimus. ist. Ach so, naja, das war das Wort danach. Aber ja, es ist halt sicherheitshalber sperren die das immer so ganz klar. Kann ja auch anders verwendet werden. Okay. Die einzige Logik, die wirklich gut ist, wenn ich ein Gewicht habe und am Dino drauf sitze, wird das Gewicht zum Dino addiert. Das war wohl in irgendeiner Version nicht der Fall. Konntest du quasi komplett überladen sein, mit, keine Ahnung, ich sag mal 800 Kilo, konntest dich nicht mehr bewegen, bis der Vogel drauf gestanden hast, pauschal 50 Kilo gewogen. Wurde mir erzählt. Also, ob das so stimmt, weiß ich nicht, aber es ging wohl, weil irgendwann ist wohl so gegangen. Ich weiß auch nicht, wie lange das schon her ist. Oder welche Version es war, keine Ahnung. Fly up to the sky. Gibt noch ganz andere Dinge, die hinken in Sachen Logik. Ja, gut. Ist halt arg. Aber es ist schon cool gemacht. Also, ich meine, es sind tatsächlich ein paar Sachen, die ich nicht verstehe. Zum Beispiel der Grafikfehler hier, wenn ich quasi fliege, dass sich da die Flügel im Hintergrund spiegeln. Why?
Ja, Stroh aus dem Baum. Das ist hartes Blattwerk. Aber ja, hast recht. Das ist. Jenseits wird finster. Ganz, ganz finster. Muss der Licht anmachen. Ich fürchte mich doch, wenn es finster wird. Finster ist okay, aber finster. Ein PF am Anfang, das ist ganz, ganz schlimm. Da sieht man nämlich gar nichts mehr. Äh, Bin schon wieder da. Ich habe gerade eine Lampe angeschaltet. Okay, ja, es ist aktuell noch zu hell, dass ich. Ja, okay, ich sehe es. Ach, Oh gehen mein dann Gott. alle Lampen auf einmal an? Nee, nur eine. Aber die eine ist halt so kacken halt, dass halt spät ist. Aber die unten, die Lampe ist auch angegangen. Oder war Ah, die? Hast du die vergessen? eine war schon an. Ach so. Yo. Back again. So, da machen wir halt Zement draus. Und die X. Die Flowers. Fasern, Holz, Stroh. Okay. Ich brauche Jens. Und zwar dringend. Aber ich habe gesehen, du hast dich drum gekümmert. Was brauchst du? Platz. Irgendwelche Vorlieben, wie man das Eis sortieren soll? Dann teile ich sie mir jetzt mit. Keine Ahnung. Such dir was aus. Wird sicher nicht passen. Das ist mir vollkommen klar. Hm. Interessiert mich aber dann auch bloß bedingt. Okay, erst einmal überladen ist dann ist gut. Ich mach mal gerade noch 10 neue Schränke. Ja, ich habe es aktuell bloß. Also, wir brauchen definitiv ein oder zwei Rüstungsschränke, einen Schrank, der wo für Munition oder so Zeug oder zwei, vielleicht auch. Ähm, einen für Bauzeugs. Na, dieses Holzding. Was habe ich da hinten reingeschmissen? Ui, warum bin ich denn so schwer? Ah, okay, aber noch haben. Sattelschrank. Holzkohle. Kommt jetzt auch noch oben. Wo tue ich denn die hin? Hinter der Treppe? Ja, ich sollte Die jetzt hast du einfach sicher mal noch rein. nicht befüllt, den Schrank. Ich sollte jetzt So einfach mal selten, rein. wie wir Holzkohle brauchen. Holzkohle brauchen wir für Farben, brauchen wir für ja, mehrere Verwendungszwecke auf jeden Fall. Die ich da aktuell gerade mitteilen kann, weil es ein Geheimnis ist. Ich entleere mich kurz und. Das heißt, das Feuer ist aber. Ah, du grillst gerade, gell? Jo. Aber braucht wie gesagt nicht alles. Na gut, aber da, ich habe schon gesehen, da ist einiges drin. Also, Ei habe ich jetzt auch dabei auf jeden Fall. Ich habe so viel gesammelt Ich in der sage, kurzen ich, Aktion. ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Da darf ich ja wohl mal 80 Stück für uns zur Nahrungherstellung Ja, nehmen. passt, das war 80, sagt doch kein Mensch was. Das ist Äh, alles im legitimen Bereich. Okay, also Schränke. wir sind verhungert, aber die Dinos haben noch 1000 Fleisch. Ja, das ist wichtig. Oh Gott. Jens, ist alles voll. Wo ist alles voll? Unten. Die Schränke? Ich muss jetzt einfach kreuz und quer da reinschmeißen, das Zeug. Das ist dir klar, oder? Na, das ist nicht erlaubt.
Ist schon spät. So, aber ich tu mal Bin die, schon dabei. die Herstellungsdinger. 3 Fackeln, glaube ich, reichen. Ich hab dann halt noch ein Ege. Standfackeln. Nee. Also alles zum Bauen tue ich mal. Ups, das ist schon viel. Hoch, eine Etage höher. Das braucht man hier unten nicht. Ist ja wurscht, du kannst die ganzen Materialien auch raufräumen, das ist mir wurscht, ich renne problemlos gern hoch. Wenn ich weiß, wo das Zeug ist, dann renne ich ja problemlos hoch. Überhaupt kein Thema. Da ist kein Dino dabei, oder? Ich habe ja nichts weggelegt, oder was irgendwie Probleme macht. Na, hier kommt noch ein Ei. Ich schaue gerne ins Feuer rein. Ich hab's ja vergessen, Optimus. Warum ist denn der Holzschrank voll mit Dünger und... Weil es kein Holzschrank Zement? ist, weil es ein Grußschrank ist. Nein, ist es nicht. Alles ist ein Grußschrank. Aktuell, weil ich keinen Platz habe. Ah, hier wird alles kaputt gemacht von der Organisation. Die war nie da. Da war am Anfang noch viel zu wenig Platz. Ja gut, ich werde mal... Ah. Nee, dann nehme ich eher die Rüstung nach oben. Dann nehme ich den vordersten Schrank hier für Dünger, weil das brauchen wir ja hier unten, ne? Waffen, Rüstung, Munition, auch Essen, alle Bausachen, kannst alles hochräumen, alles. Narkosemittel, den ganzen Scheiß, alles. Bausachen war ich ja schon gerade dabei, aber Auch, dann habe ich auch, ja wir können nachher unten einmal irgendeinen Schrank machen, wo wir Zeug reinräumen, für die Werkbank, weißt du, etc. Aber die großen Mengen können wir ja umlagern, ist ja auch kein Thema, nicht, weißt du schon. Aber halt 2 Zementschränke, einen oben und einen unten. Ist ja nicht schlimm. so So, jetzt mal kurz mit. auffüllen. Und dann machen wir so und dann gehen wir mal die Dinos raus. Kochtopf hat das Ding gesagt. Okay. Feiertag. Uncle Sam Zylinder. 250 Fleisch oder so ein. Naja, ich finde das nicht so nice. So ein Army-Zylinder, ich weiß nicht. Ich habe mit großen Phasen gemeint, weil die eigentlich Englisch heißen Fiber. Rüstung, 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 Rüstung. Ich gebe doch jetzt 250 gegrilltes Fleisch aus für einen Zylinder, habe ich nicht aktuell. Nein! Scheiße. Sorry. Cooler Ja, ich Dance, hab da gerade- kann man Dinge machen, okay. Der ist cool. Gegrilltes Filet bin ich deppert. Also ich glaube, dass der cool ausschaut, aber ich 250 gegrillte Fleisch für einen Zylinder. Tobi, wie kommst du auf Fasern? Auch nicht. Fiber? Weiß ich schon, ja. Und Hatches Stroh, ja. Aber warum, wie kommst du jetzt drauf? Machen wir ein bisschen Licht hier draußen. Ganz schön voll hier alles, ey. Mein Gott, na, da bin ich ein bisschen beschäftigt zum gerade. Ich helfe dir gleich. Soll ich die Dinos mal releasen da unten? Kannst du gerne machen. In unserem Bereich da? Was meinst du mit in unseren Bereich? Weil die kommen halt auch nicht mehr raus, ne? Nee, ja, das wäre blöd. Obwohl wir haben rechts ein kleines Tor, ne? Achso, stimmt. Manche kommen raus. Aber halt nicht den großen, das Dublerone bitte draußen. Die anderen. Pass auf, ich habe Also die anderen müssten alle durch das kleine Tor kommen, ehrlich gesagt. ich mach mal die 2 Raptoren raus. Ja, genau. Also der Terry kommt auch raus. Der Das der Triceratops, der was Triceratops für kommt- Terry, was der für kommt- Terry. Ach, nicht Terry. Ach Gott, wie hieß der? Oder doch, war es ein Terry? Ach, du meinst den Dekanosaurier. Kano, genau, nicht Terry. Kano, genau. Die passen auch durch das kleine Tor. Hast du ja schon öfter gemacht. Okay.
Panade ist da. Die Sättel sind halt jetzt irgendwo. Karna depend gerade aktuell, der ist wieder Kryokrankheit, okay. Die Raptoren setzen wir mal auch hier hin. Der ist auch am Pennen. Und der auch. Okay, die haben alle die Kryokrankheit. Sie werden es überleben. Okay, also Ist ja noch mehr Rüstungen. Uiuiui. Okay. ich habe noch nicht mal alles geholt. Ja, kein Problem. Ich tue erstmal oben den Rüstung. Also der Rüstungsschrank wird schnell voll. Er macht 2. Ja. Wir stehen erstmal 3 Schränke sogar. Weißt In der Ecke. du, ob der Stego und der Triceratops durchkommen durch das Ding? Das Tor. Der Stego weiß ich nicht. Der Triceratops, der wird durchkommen, mit dem bin ich mir ja nicht sicher, weil so groß ist der nicht. Der Stego ist größer, ne? Das kann ich dir nicht sagen. Beim Stego bin ich mir nicht sicher. Wann der Jens Geburtstag hat. Nächstes Jahr. Der Jens kriegt der Dino-Lexikon. Das ist eine gute Idee, ja. Eine sehr gute Idee. Willen. Aber es dauert ein bisschen, hat er es gehabt von der Zeit. Ich mich da so freue. Doch, du freust dich. Ich hoffe so meine Zweifel, dass er durchpasst. Und dann wirst du eine Woche darauf ausgefragt. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht, weil ich den Steger da reingeschmissen habe? Ich meine, müssen wir das Tor wahrscheinlich sowieso ändern. Also der Dublerone kommt hier nicht durch, das weiß ich vollkommen. Das müssen wir draußen machen, logisch. So, Aber kommt der Stego da durch? okay. Also wir könnten jetzt hier quasi 2 Schränke für Rüstungen und dann würde ich den einen Schrank noch für Waffen nehmen. Wir kriegen halt Dublerone hin. Ja gut, wir haben die Kryokammern. Dublerone hier nie wieder raus wahrscheinlich. Na wieso? Du tust ihn doch draußen spawnen, hoffentlich. Ja, schon, aber andere steht. wir kriegen ihn aus der Oase, wo wir sind, nicht mehr raus wahrscheinlich. Warum nicht? Doch, wir haben doch das große Tor, das Behemoth-Tor. Passt da der Dublerone durch den ganzen Gang, meine ich. Das steht aber... Na, wenn wir alle Bäume wegmachen und die Steine, müsste da durchpassen. Ich tue es aber Stego herin draußen, das sehen wir dann schon, ob er rauskommt. Also wenn der Triceratops durchkommt, kann der Stego auch durchpassen. Wir werden sehen. Die liegen jetzt mal da und tauen auf. Ich habe nicht gewusst, dass die Kryokapseln so lange haltbar sind. Die sind da ewig verwendbar. Ach, hier ist ja noch mehr Baumaterial. Oh, Gottes Willen. Zaun, Stühle, kleine Beete, okay. Ja, habe ich. Ich glaube, haben wir teilweise gekriegt. Also. Die Wasserrohre und Das Baumaterial. Elektrosachen, das ist Baumaterial, ne? Würde ich schon sagen, ja. Gut, ne, ich will nur, dass wir das Gleiche drunter verstehen. Würde ich nämlich auch so behaupten. Rundstrahler ist Baumaterial. Ich habe es eigentlich extra schon einigermaßen sortiert, das Zeug. Ah ja, Lagerfeuer ist Baumaterial. Ah, hier sind Baupläne können hier gar nicht rein. Ja, die kommen oben dann rein. Hier sind auch... ja, musst du mal dann hinschauen. Hast du schon einen Sattelschrank? Nö, habe ich noch nicht. Ich habe vergessen, was ich mitgenommen habe. Ach so, Bausachen habe ich mitgenommen. Ich habe jetzt das Sattel dabei und wie ist die Einteilung? Wo darf ich was oder wie ist gedacht? Irgendwo schon Rüstung? Ah, hier ist Holzkohle, okay. Das ist 2 Holzkohle-Schränke. Also hier vorne, da wo ich jetzt stehe, Martin, umgedreht. Ja? Da ist hier der erste Schrank, wie heißt das Zeug? Rüstungen. Ich hätte jetzt eigentlich den letzten Schrank für Waffen genommen. Waffen hast du den zweiten schon reingetan? Was? Habe ich schon was reingetan im zweiten? Du kannst einfach hier auch noch einen hinstellen, so. Jens. Hey, wo ich bin, stell da auch noch einen hin, wenn du noch einen hast. Da, Okay. okay. Aber wir brauchen definitiv mehr. Und was wolltest du gerade? Sattel. Ja, aber da tut die mal lieber drüben hin. Die haben doch jetzt nichts mit Rüstungen, mit Waffen zu tun. Ja, indirekt eigentlich schon. Jetzt für mich nicht die... Das ist dieses Autosattel.
Also, wir haben eigentlich nur Platz, so ist es nicht. Also So. platziere nicht so großzügig, sondern macht die eher wirklich. Okay, also soll ich mal. Wir können es ja vorerst mal irgendwo reintun in einen. Tu es mal in den mittleren Schrank rein. Obwohl der wollte Munition reintun, weil. Ja, dann bauen wir einen Schrank irgendwo hin oder gib mir einen. Die sind oben hier. Oben ist hier ist der Schrank, der Bauschrank, der erste. Da ist jetzt schon fertig gefüllt. Okay, ich will da Holzschilder haben. Ja. Und Holzschilder habe ich nicht gemacht. Habe ich überhaupt schon jemals Holzschilder hergestellt? Ich weiß nicht, ich mach da weiter links, rechts am Fenster, geh mit den Schränken ins. Ich habe Holzschilder nicht mehr gelernt. Hast du die hergestellt? Ich habe noch keins gemacht, glaube ich. Dann haben wir vielleicht mal eins bekommen, weil es gab mal irgendwo ein Holzschild. Habe ich tatsächlich noch nicht gelernt mit Holzschild. Soll ich das mal lernen? Wenn du kannst, gerne. Ja, ist 3. Na, dann stelle ich dir mal ein paar Holzschilder her. Dann kannst du das. Das ist trotzdem, naja. Das ist ein bisschen Was? schief da. Große Mysterium des Holzschilds. Das ist wichtig. Außer da aus einer Box rauskriegt. Du kriegst gleich welche. Ich stelle gerade 20 Stück her. Das war nicht von mir das Mysterium. Ah Gott. Wir brauchen dann auf jeden Fall oben noch einen Schrank, wo wir Feuerstein oder zumindest größere Mengen von Feuerstein und dieses ganze elendige Fasernzeug lagern. Das wir laufen brauchen, ja. Hm? Das wir Ja, laufen also brauchen, unten ja. und den ersten Schrank wäre halt schon super, wenn das mit diesen 3 Sachen Holz oder 4 Sachen Holz, Fasern, Stroh, Stein schön gemixt ist. Aber irgendwelcher Überschuss kann ja gerne in die obere Etage. Ja. Habe ich sofort da, ja genau, passt. Aber da bräuchte man dann auch noch mal ein paar Schränke. Ich habe jetzt Beziehungsweise theoretisch kannst du die alle platzieren, wenn du willst. Ich glaube, ich hatte bin ja gerade am oben Ausräumen, ich habe es gerade mit Zettel angefangen. Mal schauen, was er dafür ist. Also die Schränke, wo du mit Munition hast, ist definitiv zu wenig, Jens, das weiß ich. Wir brauchen mindestens einen Schrank für Munition. Mindestens einen. Aber ich tue es mal, also willst du... Ja, doch eigentlich schon, oder? Werkzeug tun wir auch mit rein, oder? Wo will so Werkzeug mit rein? Zu den Waffen. Weil was ist eine Axt? Ja, Das das kannst du machen. Das passt. Dann haben wir es Das würde ich auch da suchen. Da tue Genau, ich also ja Lupen und das Zeug rein und knüppel das und die angehen das Zeug einfach alles. Okay, die Hangel hätte ich jetzt nicht als Waffe gesehen, aber von mir aus kannst du die mit Ja, rein. wenn wir das Werkzeug dran tun, dann werfen wir alles Werkzeug rein. Wir können ja Solange später du auch nicht die noch... Standfackeln und die Fackeln dahin tust, die würde ich mich nicht dazu sehen. Standfackeln sind, ja gut, normale Fackeln sehe ich als Ding, sehe ich als Werkzeug. Standfackeln ist für mich Bauzeug. Standfackel ist Bauzeug. Okay. Ja, das schon Dann gesagt. zum Bauding, okay. Also es ist halt so eine Sache, die du fest platzierst eigentlich. So würde ich die Regel machen. Also ich muss da Scheren reinschmeißen, Revolver, Knüppeln und so Zeug. Oder willst du die Fackeln woanders haben, dann sagst du jetzt. Weil wir haben Fallschirme und so Zeug und das Zeug haben wir auch noch alles. Kompass, Wasserflaschen, das würde ich alles da oben rein tun. Zwisteln. Kennst du Zwistel? Zwistel, was ist das? Zwistel ist ein Steinschleuder? Hätte ich jetzt gesagt. Wir können das Bauzeug dann ein bisschen besser teilen, dann etc. ist wurscht. Aber, also wo willst du die Fackeln haben? Willst du es bei den, Die Fackel? Nee, ich weiß überhaupt nicht, wo die hingehören. Die Da gehören musst- für mich irgendwie da musst nirgendwo du hin. musst du Werkzeug. Ach Mist, ich hätte dir gerade noch eine Fackel gegeben. Das hast du zu schnell rausgetan. Aber die kommen halt. Achso, warte. Zwille. Hier.
haben wir die Pets tun wir auch zu den Sätteln dazu, ha? Ein Schrank weiter, einfach ein extra Schrank dafür. Okay. Pets zu den... So, was sind denn Pets jetzt bei dir? Ja, die kleinen Dinger da, mittlerer Schrank, hier, schau rein. Dein, Ach, die Tiere. ja, Ach, das mit. Okay. der Dünger ist hier unten cool, das passt. Hier sind Ja, die ja, Sättel. der bleibt im ersten. Macht ja keinen Sinn, den hochzuschaffen. Überhaupt nicht, nein, wirklich nicht. Ähm, Zwille ist das deutsche Wort dafür. Das kennst du vielleicht. nee. Noch nicht gehört, jetzt bitte. Okay, okay. So. So Skins machen wir zur Rüstung, ne? Und so Aufsätze. Skins. Wie benutzen wir jemals Skins? Also das sind für mich immer Sachen, wo ich denke, das kann sonst wohin. Ja, eben. Da tun wir die Skins zu den Dinger rein, zu den, Kannst du mir das auch zu den Pets tun? Oder einen Grußschrank, den wo wir noch gar nicht wissen, was wir hinpacken. wir wissen schon alles, was hingehört, das ist kein Thema nicht. Ja, ein bisschen reduzieren hier. So. Gibt's da oben 4 Schränke für Grunddinger? Wir haben 4 Schränke. Möglichst nah beieinander. Ich tue die Aufsätze mal zur Munition dazu. Also hier würden vielleicht 3 Schränke hinpassen. So wie drüben auch. Ja, dann stell dich hin. Ja, ich mache aber die Standfackel dann weg. Was? Die ist halt, die ist im Weg. Die ist wichtig. So, sieht schön aus. Was soll das Holz hin tun, das wo in der Standfackel drin war? Das In die andere Wieso? Standfackel. hast du gar nicht, weil ich habe das doch aufgesammelt. Ja, und ich habe eine andere Standfackel auf der anderen Seite auch weggerissen. Weil Ach hier, so, weil hier, ich hab's kann, hier neben dem Kühlschrank kann der Schrank hin. Hier glaube ich kann auch noch ein Schrank hin. Sind die anderen Schränke oben noch oder hast du die alle verbraten? Ich habe die nicht, nein, ich habe die wieder reingetan. Ah, okay, sehr gut. Was haben wir denn hier jetzt alles? Der ist leer. Hier haben wir ein bisschen Betons. Das kommt auch mal raus. Und hier ist auch noch so ein massiver Grußschrank irgendwie, gell? Das ist Spezial. Das ist Pelz und so Zeug. Hast du Pelz irgendwie rausgetan oder habe ich das noch im Dino drin? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe keinen Pelz rausgetan. Kann ich mich nicht daran entsinnen. Ah, ich hab's da reingeschmissen wahrscheinlich, okay. Die können raus. Ich mal reparieren. Dann tue ich das Zeug mal da, die Haare schneiden müssen übrigens bald wieder ins. Öl hat drin eigentlich nichts zu suchen. Zack und zack. Ist hier noch Altmetall drin? Wo hast denn da Altmetall hin? Ist das nicht im Fabrikator? Also okay, ja, gut, drin ist gut aufkommen, das passt. Ich weiß nicht, ob du drin, was du drin brauchen. Also nein, tue ich die Bauern auch dazu, das passt schon. Gratis. Was habe ich dabei gehabt? Fackeln habe ich noch dabei gehabt, okay. So. Wie Fackeln oft haben wir. brauchst du unten bei der Werkbank Feuerstein? Wie viel ich da brauche? Und wie oft? Beides. Selten? Okay, Ich hab bin mir schon vorher gedacht. schon hoch, also wenn ein Stack in der Werkbank drin ist, reicht vollkommen. Also
den Mörser und das Zeug können wir auch hier hochräumen. Wenn ich hier vor das Fenster 3, 4 Mörser hinstelle, das sieht keine alte Sau. Als Beispiel, oder unter die Treppe, die hat sozusagen überall Platz. Also das wäre auch kein Thema nicht. Naja, Feuerstein würde ich halt trotz prinzipiell ja eigentlich auch im ersten Schrank mit sehen. Zumindest ein bisschen. Aber den Rest können wir hochsetzen. So, okay, Feuerstein kommt nach oben. Ähm, die Pflanzen, ich tue das in den Kühlschrank rein. Die gehen zwar nicht kaputt, glaube ich, aber dann da drin suche ich wenigstens diesen Samen. Das passt. So, dann haben wir diese ganzen komischen Fasern. Dann mit den Narcos, die anzubauen war gar nicht so blöd tatsächlich, muss ich ehrlich sagen. Das ist zwar nicht so dermaßen wow, aber ich meine immerhin. Also 2, 4, 6. Wird eh wieder mehr. ich könnte noch mehr Narcos anbauen, soll ich? Wenn wir gerade eh nichts Besseres haben, dann macht das ruhig. Aktuell tatsächlich nicht wirklich, glaube ich, ne? Den Dünger kriegen wir eigentlich auch relativ gut nach. So. Da ist hier hinten. Und das Setzlinge, wenn drin sind, dann kriegen wir auch den Samen immer wieder mal raus. Habe ich das gerade wieder Dünger rein? Nö. Okay. Ah, jetzt habe ich einen rein, genau passt. Okay, das wollte ich vorher schon machen. Der ist sogar noch leer. Okay, Ein zweiter drin ist okay. ist auch leer. Ah, da ist auch schon einer drin, okay. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Also da ist Dünger drin. Ist aufgefüllt. Da ist Dünger drin. Wir haben da auch nichts Da ist Dünger drin, aber. Oh mein Gott. War keine Beere aktuell. Doch. Ach, die gehen ja weg. Ja, logisch. Alles klar. Stimmt ja. Okay, aber jetzt mal 4 Narkobeerenfelder. Einfach mal so. Das ist für die Betäubungsmittel, glaube ich, ganz gut. Da würde jetzt einfach mal da hinten nochmal ausgeräumt. Der ist Alia. Das ist noch so ein Geruch. Ah, wohl. Die Sauropodenwirbel und Krallen des Pteridinosaurus, das Zeug, das so Spezialsachen würde ich vielleicht auch hochräumen. Die Bluttransfusionssets, so Zeug, weiß ich nicht. Aktuell stören uns unten zwar nicht, glaube ich, aber. Ich weiß gar nicht, haben wir schon jemals irgendwelche Bluttransfusionssets benutzt? Nee, nicht. Wird aber wahrscheinlich noch Okay. kommen. Und wir packen das Zeug jetzt auch hier rein zum Räuchern, oder? Ja, wunderbar. Es sieht doch langsam schon nach was Brauchbarem aus. Jens, Ähm, wo bist du hin zum Räuchern? ich bin in der Räucherkammer. Ja, zumindest einiges, ne? Ich habe jetzt wohl 30 rein tun. Ich glaube, vorher waren 10 drin. Oder weiß nicht, ob schon wieder was verdorben war. Ähm, gut, ich sehe, dass wir praktisch keinen Stein besitzen. Auch die anderen Vorräte. Wäre in der alten Base sehr, sehr viel, aber gerne. Ja, wo ich da auch schon einiges aufgebraucht habe. Okay, kurz erstmal das Torbaukel. Wo. Richtig. Also ich glaube, ich habe die Hälfte vom Stein aufgebraucht, deswegen. Aber ich glaube, da könnte sogar noch genug sein, dass ich noch ein zweites Tor herstelle. Zweites Tor wäre vielleicht auch nicht schlecht, aber ich würde das trotzdem erst zur. Wo ist denn dein Flieger? Mei, die Kanade liegt hier rum, ey. Die pennt nur den ganzen Tag. Flieger müsste irgendwo stehen. Hast du oben gelandet oder? Weiß ich nicht, muss ich schauen. Ach, da, nee, ist da, das A-Gate. Okay, was haben wir für Sättel? Wir haben Triceratops-Sattel brauchen wir. Wir haben noch einen. Wir haben einen Stego-Sattel. Wir haben einen Raptor-Sattel. Wir haben einen
Megalodon, Gallimimus, Carnosattel und Diplodocus-Sattel. Dann rüsten wir mal die wieder mit Ding aus mit. Du kriegst einen Nahkampfschaden. Den Dino für Stein sammeln haben wir noch nicht entdeckt, ne? Doch, ich weiß, na, Ach so, weißt du schon. Okay, aber wir haben den nicht, ne? wir haben den aktuell nicht, nee, also zumindest. Ja, okay, okay. Ich, Aber kann ich holen, ist kein Problem. ich glaube, noch viel wichtiger wäre vielleicht mal ein zweiter A-Gate. Hast vielleicht recht, ja. Dann kannst du ja noch, können wir mal überlegen, ob wir den anderen mal versuchen, so wie das empfohlen wurde. Quasi, du hängst dich unten dran und schießt Pfeile und ich flieg herum. Kein aktuell Leveln. Ja. Können wir mal probieren auf jeden Fall. Okay. Wenn du. Wo bist du gerade? Wo fliegst du gerade hin, Ich Jens? bin gerade am Steine sammeln, das dauert ja nicht lange hier drin. Ist okay. Wenn du. Du kannst dich gerne, wenn. Also du bist mit Vogel aktuell weg, oder? Ja, ich bin aber hier drin, Also. ne? Ich sammle hier nur die ganzen. Wenn du fertig bist, du könntest gerne, wenn du magst, mal die Saurier ein bisschen umpacken, dass die in dem Radius von dem Trog sind. Und schauen, dass die Tröge voll sind, dass die was zu fressen haben. Also Okay, der okay. Bärentrog ist voll. Der Fleischtrog ist leer. Ich tu mal was rein, was dann. Mal 3 Stacks rein oder sowas oder 2. Ich glaube erstmal 2, ja. Ja. 80 Fleisch. Ich meine, das sind jetzt zwischendurch einige Dinos. Da müssen wir irgendwo nochmal einen Trog hinstellen, extra, damit das ist nicht so teuer. Da wo er gerade hinpasst. Ja, Gewicht. Okay, der packt sich da fest. Eingepackt. Der Trizi. Sierra, der kann alle leveln. Schon wieder. Oder habe ich da vorher gar nicht gelevelt? Ich weiß gar nicht. Pack den einmal ein bisschen näher dran. Ich mache mal den Radius an. E und zeige sichtbaren Bereich, okay. Die sind da drin, okay. Das Miley Cyrus ist nicht drin. Aber dem geht's, glaube ich, soweit ganz gut. Da hat er noch Fleisch drin, okay. Sogar Pfeile ist fast da. Machen wir draußen einmal einen Drogen eventuell, das wäre vielleicht ganz gut. Im Haus drin sind die Arti-Dinos, die kriegen auch fressen, das passt ganz gut. Die müssen wir noch umsiedeln. Mal dahin. Und du kommst einmal her. Okay. Jetzt sind die alle im Radius. Außer der Stego, der muss noch reingebracht werden. Der ist ein bisschen bewusstlos. Also, eigentlich müssen wir nur einen Stego noch reinbringen. Ernst, das wäre das Einzige. Dass man den in den Kreis reinstellt. Also, wenn du neben den Triceratops packst, dann ist alles cool. Wenn du meinst jetzt mit Margate oder? Ne, du würdest wahrscheinlich eh gleich mit Margate wegfliegen. Du meinst mit dem Triceratops? Nee, ich meine den Ding, ich meine den, Stego, meine ich. Oder ein Stego. Muss man so ein System überlegen mit den Dinos, weil dann. Ich bringe nämlich noch ein paar. Was war jetzt diese Kryokrankheit? Die Kryokrankheit ist, dass die schlafen, denke ich. Die Gesundheit geht runter in der Zwischenzeit, glaube ich, habe ich gesehen. Und sie schlafen halt einfach, sie stehen nicht gleich wieder auf. Man kann die wohl umgehen, wenn ich warte,
bis der ja, sich quasi erholt. Also wenn ich quasi so ein Teil werf, dann habe ich ein bisschen einen Debuff drauf. Das dauert wohl. Ich schaue jetzt gerade, wie es dem geht. Die Dinger sind ziemlich OP, da hast vollkommen recht, ja. Aber es ist, weil Gesundheit hat sich wieder erholt. Das passt schon. Aber man kann nicht das Ding durch die Stimmbären auch wieder aufwecken, das willst du jetzt auch nicht. Ach, du meinst, um das abzukürzen? Ja. Mhm. Ah, ich habe einen T-Rex vor mir. Warte, ich muss schnell meinen Pokémon-Ball schmeißen. Ach, fuck. Ja, brav, setz dich hin. Okay. Ach, ich habe vergessen, gell. Stimmt ja. Da war ja nichts mit mal kurz wegrennen. Was können wir unten einsparen? Na gut. Jetzt haben wir hier Tintobeeren zusammen. So. Gib mal dem schon ein bisschen was. Und raus, ein bisschen was raus. Geben wir uns am Steg oder weißt du was, dass da nichts schief läuft. Einfach sicher ist sicher, ne? Auch wenn die im Radius sind, dann haben sie was. Der schaut so cool aus. Was doch, die werden jetzt so Tech-Dinos. Achso. Wäre aber interessant. So. Du bist noch am Sammeln, oder? Hm? Ich bin schon wieder zurück. Also, Ich glaub, das könnte auch schon ausgeräumt sein. Ich habe das zwar nicht ganz ja, dann passt schon. Ich bin gerade noch am Herrichten. Der war gut. Ja. Ist. Und ich verdurste nebenbei. Oh. Sollte eigentlich reichen. Oh, ich glaube, es kommt was runter, oder? Es leuchtet komisch. Oder Scheiße. du hast irgendwo. Ja, es kommt was runter. Ach, direkt neben der Base. Dauert noch. Rotes, ja, es dauert noch ein bisschen. Ach, der schläft noch. Ah, Kanade und Panade sind wach. Der können wir auch gleich noch. Uiuiui, Panade hast du ja richtig mit Nahkampfschaden auch gefüttert.
Bei Ja. 91%. Aber könnte selbst unser T-Rex schon schlecht dagegen aussehen. Ach gut, er macht schon ein bisschen mehr Schaden so jetzt mal, glaube ich, aber Oh, das könnte sein. Warum folgten dir ein Dimorphogon da oben? weil es ein ganz süßer ist. Frisch gesammelt oder? Nein. Doch, doch, doch. Ich habe den doch, glaube ich, draußen gesehen. Wie nennen wir den? Papagei? Na, den nicht, da habe ich einen anderen. Ui, was ist denn jetzt los? Ich glaube, das Ding ist aufgestanden. Der. Oh, äh, Hi. Was? Hä? Was ist das denn? Kannst du das mal kurz richten? Pfeif dir mal zurück. Ah, du dein Gepfeife. Na, war ich einfach nicht. Ich habe bloß den einen Ding, vielleicht ist mir nach, aber ich habe eigentlich auf den Ding, auf den Okay, Dimorphodon warte, wo gezählt ist er denn? gehabt. Da ist er. Optionen, Ähm, Namen. Wie nehmen wir den? Mario 200 CCM. Verhalten. Äh, egal, heißt es Dimitri. Da unten war nämlich noch ein nicerer. Der da nicht. Gut. Gut. Hanoppers ist wieder draußen. Passt. Duplarone kann sich dann gleich daneben. Ah, Was, Duplarone ist vom Level geringer als Hanoppers? Okay. Geht das denn? Ja, komm, beruhig dich wieder. Ich weiß, du bist. Der kennt sie aber gar nicht mehr, wenn man levelt. Der Stego. Okay. Entpfiffen. So, jetzt beim Lauf. Du da hinten, glaube ich, ist es. Also zum Rauslaufen ist es gerade übrigens nicht sehr prickelnd, weil hier ein Dino den Weg blockiert. Nee, du bist es auch nicht. Wie Ach so. rauslaufen? Na hier, mit dem kleinen Tor. Die So. Duplarone meinst du, oder was? Ah, da ist er. Ja, richtig, weil die den Ausgang gerade blockiert. So, ich habe den anderen wieder draußen hingestellt und wir haben einen Bauplan, glaube ich, bekommen. Okay, nice. Für einen Sabertooth-Sattel. Oh, sau cool. Ja, Sabertooth. Säbelzahntiger halt einfach. Nee, du bist es gar nicht. Warte mal. Es müsste irgendwo wirklich ein Papagei rumfliegen. Der Papagei heißt oder der ein Papagei Nee, nee, ist? der ein Papagei ist quasi, weil er so bunt ist. Der war so schön. Okay, Duplarone da und ein bisschen die pennt noch tief und fest. Bist du's? Nein, nee, du bist es nicht. Da hinten ist er. Oh, hab ich gesehen. Du bist der richtige Papagei, genau. Rot-grün, komm. Erdbeermitz. Okay. Er ist was Besonderes. Seine Kacke, die spawnt sofort. Hi, du. Ich. Komm her, komm her, komm her. Flieg bitte nicht da raus. Oh Oh, mein Gott, du scheiß Mistviech. Du
kannst du irgendwo landen, da fehlt dir gar nichts. Hä, wieso geht das nicht? Äh, ich, ich glaube es zu wissen. Scheiße, okay. Muss ich warten, bis es irgendwo landet. Ich glaube es zu wissen. So, also die Vögel muss ich nichts machen, ne, damit. Mein Gott, bleib weil da wird der Viech los. Wie hat der Ausdauer der Hölle? Was ist denn los mit dem Scheißviech? Der muss doch irgendwann landen. Oh. Ah ja, gut, mit dem könnte ich durchkommen. Ist er jetzt gelandet? Nee, natürlich nicht. Die landen doch alle paar Minuten mal, die Dinger. Also ist doch echt der Wahnsinn, oder? Der fliegt echt lang. Ja, du kannst fliegen, wir haben es alle mitgekriegt. Es ist sau cool, wie du fliegen kannst, ja perfekt. Ernsthaft war's das? Jetzt haben wir ihn. Die Dummsau. In dein Gesicht. Okay, rein damit. Rein damit. Rein damit. Okay. Noch was. Passt. Uh, Du bist der Papagei. Na okay, gut, der ist schon Level 24 ist der ist höher, Leveliger. Leveliger. Also wenn du so kleine Dimorphodon, so heißen's, mal zähmen willst, unbedingt sofort Fleisch dabei, unbedingt Narkosemittel dabei. Die hauen, die Bewusstlosigkeit geht bei denen runter wie Hölle. Also eine halbe Minute, dann sind die nur mehr bewusstlos. okay. Da musst du wirklich laufend. Wenn mit den Betäubungsmitteln geht's ganz gut. Narkos, glaube ich, habe ich denen was immer 100 Stück reindrückt oder sowas. Also das ist schon. Heute haben wir gleich. Und dann holen wir die Dinos von der ersten Base noch. Glaubst du, die leben noch alle? Warum nicht? Glaubst Weil, du, die sind draufgegangen? Da war ja eigentlich nichts. ich weiß es nicht. Ich kann uns und Dilophosaurus kann. Wir haben Dilophosaurus, die haben auch zwei, gell? Stimmt. Jetzt müsste ich kurz auf die Toilette. Jetzt muss ich warten, hilft nichts. Übrigens, mega nice. Ich habe mir einen totalen Scheiß gekauft. Aber ich finde so geil. Ich muss es haben. Unbedingt. Eine Jurassic Park Wand leuchtet. Mit dem alten Jurassic Park Logo. So geil. Ohne Schmarrn. So dämlich und so geil. Die hängen definitiv Hm. mal da irgendwo auf bei uns, wenn man es sieht. Im Stream. Freue mich schon voll in die Ecke drauf. 40% hat er schon. Papagei oder Mamagei? Es ist ein Weibchen.
Hat halt irgendwie schon so erdbeermäßige Farben, gell? So rot-grün. Hm. Also Dublerone und Hanopus sind ja sogar auch ein Paar, ne? Ja, perfekt, das passt da. Optimal. Gut, die Dimorphodons haben wir jetzt, glaube ich, auch ein paar verschiedene. Da müsste auf jeden Fall mindestens ein Männchen dabei sein, hoffe ich. Ich glaube, es zwei sind sogar oder drei. Hast du deinen kleinen Jens eigentlich immer dabei? Nee, der liegt irgendwo im Haus rum. Der Okay. lässt sich gut gehen. Ähm, so. Willst du eigentlich die Narkobeeren gleich verarbeiten? Weil ich habe gerade Ähm, wieder 115 gesammelt. Du kannst, da musst das Fleisch um aus dem Kühlschrank rausmachen. Kannst du gerne machen, überhaupt kein Thema nicht. Du kannst aber im Kühlschrank reinlagern, weil die halten ewig aktuell im Kühlschrank. Die, Also es, die Narkobeeren. genau, Okay, das weil die war kein anderen Thema. Beeren habe ich nicht, die lade ich alle im, ich weiß gar nicht, im Dublerone oder Hanoppas. Ich glaube Hanoppas, der steht ja im Hanoppas ab. Ja, in die zwei Saurier oder du kannst es im Druck kannst du es auch rein tun, wenn du magst, Jens. Hm. Ja, mit dem Biber ist es halt recht schön, weil du auf dem halben Weg gewichtlos wirst und dann wieder einigermaßen schnell bist. Du sagst aber, wenn du sie abladen kannst, dann tust du vielleicht in den Druck rein, dass der einmal, wenn wir haben jetzt dann aktuell gleich ein paar Saurier, Fleisch brauchen wir jetzt dann wahrscheinlich regelmäßig. Benzin ist tatsächlich überhaupt kein Thema nicht. Haben wir jetzt, glaube also der Server-Neustart verbraucht immer relativ viel Material, habe ich gemerkt, gerade bei so Sachen. Da sind meist, ich denke, dass vielleicht durch den Server-Neustart doch 3 Benzin draufgegangen sind oder 2. Ich glaube, 4 haben wir bis jetzt braucht oder 5 Maximum. Also es ist schon absolut überschaubar. Und notfalls fliegen wir los, wenn wir uns die nächste Ladung Öl holen, wissen wir aktuell eh nicht so wirklich, was wir machen sollen damit. Dann stelle ich mal wirklich massiv Benzin her. Aber Dinos holen und ich wäre immer nur irgendwie gern für die Höhle, Jens, wenn du magst. Mhm. Könnten wir uns mal anschauen. Oder wir holen uns noch einen Argentavis. Wäre aber alles in dem gleichen Bereich, also wir können auch das Quetzal einmal berühren, wenn du magst. Wo ist denn der Trog eigentlich? Wo hast du den hingepackt? Auf deiner Unterbalkon sind zwei Tröge. Dahinter ist Fleisch, der Ah, vordere ist Ding. Ist Bären. oh ja, der hat ja noch einiges an Fleisch, so ist es ja nicht. Über 40. Wieso ist der Biber jetzt hinter mir? Der hätte doch noch am Eingang stehen müssen. Ah, Folge Hacko. Okay, deswegen. Erklärt's vielleicht, ja. Ja, Was machen die Dinger eigentlich überhaupt, die? Solltest du irgendwo Schnecke sehen, bring die nicht um. müssen wir die auch zähmen. Schnecke wäre tatsächlich, glaube ich, gar nicht so unsexy, tatsächlich. Quetzal. Quetzal. Ich kenne das Wort nicht. Wie sagst du Quetzal, Jens? Ich meinst, wie ich sage? Sprich's mal aus einfach. Quetzal. Aber Quetzal. ich weiß, ich kenne das Wort nicht. Ja, geht mir Ist genauso. das was so Aztekisches? Inka? Weiß es nicht. Ich Da wäre gibt es gerade so ein für meine. ähnliches Wort aus der Zeit da von der Inka, was glaube ich irgendwas mit Herz heißt. Ich wäre gerade geflamed für meine Aussprache auf jeden Fall. Wie hast du das die Dinger eingeräumt, die Grundmaterialien? Oben habe ich noch nicht sehr viel, weil unten die Schränke ja nicht. Also ich habe jetzt unten die ersten zwei Schränke werden die vier Grundmaterialien im nee, fünf sind es ja sogar. Im rechten ist es Holz, Fasern, Stroh und im zweiten anderen daneben ist Stein und Feuerstein. Da passt erstmal noch einiges rein. Ich habe jetzt gerade einiges an Holz geholt. Und oben wäre dann eigentlich auch ein Schrank für Feuerstein,
Fasern, ja, was wir halt dann noch haben später. Haben wir 3 Schränke da oben. Oh, klingt komisch. Willst du gleich los oder? Ich würde dann zumindest Saudi holen zumindest. Ach so, ja, dann mach das mal. Also ich nehme ein bisschen Fleisch mit. Also brauche ich es für den Argentavis und zweitens einmal vielleicht sehe ich am Tino auf dem Weg. Jetzt ist es dunkel, ne? Ja, es wird gleich dunkel. Das ist jetzt minimal belastend. Für mich nicht. Dass wie viel alles wurscht ist. Ich habe nur gesagt, für mich ist das nicht belastend. Hm. Ah, das ist so sortiert. Ja gut, okay. Mit dem kann ich leben. Das ist gut. Wie schaut's da aus? So, ich renn mal gerade zu dem blauen hin. Also blauen Strahl. Naja, gut. Ein Wasserglas. Also ein Bauplan für ein Wasserglas. Also, eigentlich brauchst du gar nicht raustun. Ich kann das nicht. Obwohl mir natürlich so ein anderer Bauplan hier für diese andere, was ist das? Fellflasche, Pelzflasche? Ja, Füllflasche? natürlich. Die Füllflasche meinst du? Feldflasche, ja, genau. Naja, fast richtig. Also ich fliege jetzt mal los. Jo. Ich fliege mal erst zur anderen Map, das müsste ich schaffen. Also anderen Base und dann können wir schauen. Ja, aber in der ersten Base müssten wir ja noch Sachen haben normalerweise, oder? Ja, Dann nehme ich die mal mit. ich weiß aber nicht was. Ob da noch irgendwas Brauchbares für uns dabei ist. Keine Ahnung. Hat ist ein Sattel dabei oder irgendein Bauplan? Ich habe keine Ahnung. Hm. Bin ich wieder unterwegs, ne? Wollte eigentlich zum Le Piscine. Quetzal. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Also, war überhaupt kein Ding, überhaupt kein Anhaltspunkt nicht. So, ich wollte mal schauen hier mit Weil Ingwer, Quetzal heißt es nicht. Herz. Quetzal. Quetzal? Quetzal? Quetzal. Wirklich Quetzal? Okay. Quetzal. 2 Leute im Chat. Unterschiedliche Meinung. Ja, schon bei 100 ein anders. Ich sag Quetzal, mir ist wurscht, ihr wisst, was ich meine. Quetzalcoatlus. Quetzalcoatlus. Unglaublich, Dino-Lexikon für alle. Ich weiß nicht, wer spricht, das ist mein Problem. Aber ja, ich mag ein Dino-Lexikon. Sehr gern. Was ist denn eigentlich, wenn man Narkobären in den Trog legt? Schlafen dann die Dinos die ganze Zeit? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die Stimmbären machen ja, glaube ich, auch nichts. Die fressen das, glaube ich, nur, das war's. Na gut, die machen ja eh wach, ne? Deswegen sind die ganze Zeit über Nacht. Eigentlich kann ich da weiterfliegen, ne? Komm, scheiß. Landen wir einmal zwischen auf den Berg da um.
Mit Liegestützen kann ich leben, die mache ich dann irgendwann. Ah, was habe ich denn gesammelt? Es ist Holz. immer noch verdammt hell, kann das sein? Jo, ist 21 Uhr. Ist Müsste es aber dann, dann ist es dann so die, zügig dunkel werden. du kannst für den 3 Sekunden dunkel jetzt dann gleich wieder? Ich Höchstwahrscheinlich. sehe meinen Berg aktuell noch, das passt schon. Solange ich den noch sehe, ist alles cool. Ups. Flatter, 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 flatter. Also, ja. Also ich denke mal, wir werden Anglergel von einem Anglerfisch kriegen. Okay, das ist dunkel, ja. Ja, wie gesagt, geht schnell. Also wie gesagt, Anglerfisch, Anglergel. Gehe ich fest davon aus. Anglerfisch ist normalerweise im Meer und wahrscheinlich auch tiefer. Zumindest die richtigen Anglerfische. Sehr, sehr tief. Also werden wir den wahrscheinlich so schnell nicht kriegen. Nimm mal den Rex Strike, das Strike, Dodo und so weiter. Das habe ich in meinem alten Stamm für ein heilloses Durcheinander gesagt. Ich hatte da meinen Spaß. Ach so. Nee, das passt schon. Wir kennen uns jetzt ja schon nicht aus. Und Jens hat da schon Probleme damit, dass er generell die Dinosaurier kennt. Von dem her, lieber nicht. Wird schon wieder traurig, dass keiner mehr Jurassic Park Lampe appreciated, weißt. Ja, von mir kannst du das nicht erwarten. Du hast den ersten Teil auch gesehen. Ja, Ich werde es euch zeigen, wenn ich es hab. Mega hyped. Oh mein Gott, Optimus ist ja so Banause, stimmt ja. hier ist gerade ein fremder Dimorphogon in unser Haus geflogen. Ja. Was machen wir mit dem? Na gut, Der ist jetzt Simon, quasi gefangen im Erdgeschoss. Simon, du hast die Tür zu machen, ne? Ich habe die Tür gerade zugemacht. So, da bist du, ist ja klar. Ja, was brauche ich dafür? Fleisch und Geh mal in die. Kühlschrank, ne? Fleisch, hast du gesagt? Geh mal in die Fleisch- und Narkosemittel und geh mal in die Munitionskiste, da müssten Bolas drin sein, 6 Stück oder sowas. Dann nimmst Was du dir ist mal eine raus. Munitionskiste? Ja, um die Munitionskiste neben den Waffen. Ach hier, Bola, ja, genau. Und die nimmst du und die, wenn er am Boden landet, schmeißt du die auf ihn. Okay. Dann ist er gefangen und dann musst du ihn aber noch betäuben. Nimm dein Gewehr und tu einen Betäubungspfeil rein, oder 2. Ich habe auch meine Nein, nimm nicht, Eine Armbrust. nicht die Armbrust, nicht die Armbrust, die macht zu viel Damage. Okay. Nimm den Pfeil. Oh mein Gott, das war unser Haus. Wo ist denn mein Gewehr? Auch oben drin in der Waffenkiste. Daneben, neben der Munition. Banausen, Jurassic Park Gewehr 1. gelandet. Der ist wichtig. Weltkulturerbe nennt man sowas. Meine Flinte ist dort, okay. So, und wo sind die Narkose-Sachen? Daneben. Betäubungspfeile als Munition? Nee, die kleinen Betäubungsdinger Jo. müssten drin sein. Die Ja, heißen nicht doch, die heißen ja auch genau. Betäubungspfeil. Die heißen genauso. Aber hast recht. der rote ist das dann. Genau, mit wahrscheinlich. dem roten. Also eine normale Patrone mit so roten Fransen dran. Ach so, und dann ist mein Taschenlampenaufsatz hinfällig. Richtig.
Ja, weil das ja verständlich ist. So. Eigentlich nicht. Und wenn er fliegt, kann ich ihn aber nicht mit dem Ding Kannst fangen. schon, aber das ist ziemlich schwer zum Treffen. Naja, weil der backt nämlich jetzt gerade hier vor der Tür, der will mich ja nicht wieder raus. Versuch's. Also, du kannst in der Luft treffen, aber es ist relativ kotzig. Kann ich irgendwie zielen oder so? Ja, mit dem Steuerkreuz, das du in der Mitte hast. Das habe ich aber dann nur, wenn ich... Ah, okay. Okay. Hab ihn getroffen, gleich beim ersten Mal. Passt. So, und dann mit Betäuben, ne? Genau. Mit dem Gewehr quasi. Oh, komm. Ach, der ist mit einem Mal schon betäubt. Wenn es ein kleiner ist, dann schon, ja. Und unsere Dinos haben ja gerade die halbe Hütte kaputt gemacht. Weil? Keine Ahnung, weil die gemerkt haben, dass ich den gefangen habe. Welche Dinos? Alle, glaube ich, draußen. Das interessiert die aber gar nicht, ob du die fangst. Wie kann ich denn denen dann Nahrung ins Inventar geben? Mit F? Ja, ich komme aber nicht da rein. Weil das ist nicht betäubt. Schläft, da ist er betäubt. Bewusstlos, genau, ist er. Aber ich komme nicht in das Inventar rein von dem. Ich sehe es ja, der ist aber ähm, mit F, ganz normal. Wie immer. Ja, das geht nicht. Ich kann aber nicht mehr sagen, dann ziel drauf. Was soll ich denn drauf zielen? Ja, da musst du rausgehen vielleicht irgendwo, dann packt er irgendwo fest. Ah, hier, gut. Oh Mann, ist das kompliziert. So, Eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht. ich habe in der Ego-Perspektive war es jetzt sichtbar, aber in der anderen hab ich keinen. Also okay, ich mach das immer in Ego-Perspektive. Oh mein Gott, nee. Ach. Jetzt, wie ich immer wieder werfe, die Dinger. Oh Gott, vor unser Haus sind 1000 Dinos, alle übereinander gestapelt. Dann entstapel sie. Ja, aber erst mache ich erst noch die Morpho. Also ich hab unsere Dinos. Ich habe nochmal zwei Triceratops, zwei Dilophosaurier und einen Parasaurier. Genau. Das sind da 5 Stück. Was haben wir jetzt hier eigentlich noch drin? Der ist leer. Der ist leer. Okay, wir haben da Kohle ohne Ende. Und hier werden noch die Tortenstücke nehmen wir mal mit. Stein und Fasern brauchen wir eigentlich nicht mitnehmen, oder? Oben hab ich einen extra Schrank für Kohle und theoretisch kann daneben, der Schrank nämlich ist auch noch leer, da kann auch Kohle rein. Flinte, Du meinst Muni, Holzkohle? da drauf und Counter-Strike. Den Klauvogel vom Himmel. Achso. Okay, also eigentlich ist hier alles leer, soweit. Okay. Ein bisschen Holz drin. Hat jemand einen Namen für einen weiblichen Dimorphodon? Hat jemand einen Namen? Ich weiß nicht. Können ja Freitag nennen. Okay, heute ist Freitag, stimmt. Passt wirklich. Musst immer warten, bis er kommt. Nenn ihn weiblicher Dimorphodon. Dimorphodon. Hm. Aktuell heißt er aber weiblicher Dimorphodon. Nenn er Freitag, das passt schon. Weißt du, dass unsere Base, die wir hier haben, damals mehr als ausreichend war? Und jetzt Der ausschaut wie eine allererste. Hundshütte? Ja,
Ja, ich wollte es ja eigentlich größer machen, aber du hast dann immer gesagt, nö, brauchen wir eh nicht. Ja, weil wir ja umziehen mehrfach, hast du mitgekriegt. So, wo ist denn... Uiuiui, ganz schön Okay, ich viele... glaube, ich krieg die ganze Kohle mit sogar. Die brauchen wir auch für Munition, geil, brauchen wir sie. Ah, für Schießpulverherstellung brauchen wir es auch. Also das ist gar nicht so unwichtig. Zumindest sie wird definitiv noch wichtig werden, sagen wir es so. Okay, Vogel ist voll. Kann ich irgendwas rausnehmen? Okay, Was so. nicht? Okay, die Beeren kann ich rauslassen. Na dann, das wird jetzt Spaß machen, ne? Die ganzen Dinos wieder umzupacken. Also, wer ist denn hier wo? Ach, hier ist es ja voll. Okay, ich bring doch nicht die ganze Kohle mit. Weil? Er hat ein bisschen drum backt. Na, weil dann so schwer wird. Da kommen wir irgendwann wieder her. Aber ich nehme einen Großteil mit. Ich tue mal alles in einmal bloß in einen Schrank, wo das Zeug drin ist. Es ist noch. Ja, das reicht Ja, schon. tatsächlich. Kein einziger Dino steht mehr da, wo er hingehört. Ja, aber hast du da Pfiffen oder sowas? Oder? Da habe ich nicht. Aber wenn ich, ähm, keine Ahnung, den angreife vielleicht, Hm. die haben alle so eine Art Beschützerinstinkt. Sind wir ein bisschen überladen, ne? Wie spät ist denn? 3:03 Uhr. Ja, ich glaube, ich lade nochmal was aus. Und noch zwei raus. Das ist nur 50 Kilo. Also Red ist hier. Wo ist denn der andere? Als Oh. Bauernweise ist die Ausdauer aus, ist die Dauer aus. Ja. Hört sich irgendwie richtig an. Das passt schon. Muss bloß zu den Bergen in der Mitte hinkommen, da landen wir kurz zwischen. Das schaffen wir nochmal easy. Und dann, jetzt geht's ja einigermaßen mit Geschwindigkeit. Der Tipp mit dem Henkel war ganz gut von dir. Da ist ein Höll da unten. Also spontan eingefallen. Hätte nicht einer der Raptoren vielleicht einen Sattel haben müssen? Zwei. Wie meinst du zwei? Zwei Raptoren haben meinen Sattel. Habe ich selber drauf dran. Ah, bei mir hat keiner der Raptoren einen Sattel. Dann ist irgendein Anzeigefehler wahrscheinlich wieder von dir. Aber zwei Raptoren müssen einen Sattel haben. Wir haben einen Stego, einen Diplodocus-Sattel, glaube ich. Einen Triceratops-Sattel müssen wir haben aktuell. Ich habe zwei dabei noch. Parasaurus-Sattel habe ich auch dabei. Biber-Sattel haben wir einen. Gut, Agetavis-Sattel und Pteranodon-Sattel. Das weiß ich gerade gar nicht mehr, aber definitiv zwei Raptoren, mindestens zwei Raptoren-Sättel. Ich glaube, es waren zwei. Also, es waren mindestens zwei, aber ich glaube, es waren auch zwei. Oder nur zwei. Naja, da musst du die dann mal platzieren, weil bei mir haben die alle keinen. Ja, ich bin auf dem Also, Rückweg. Braucht bloß ein bisschen länger. Gott sei Dank hell. Ich krieg gerade die so, Yoshi noch. Ausdauerflöten, merke ich gerade.
Oh mein Gott, fliegt er langsam. Ich wollte mir halt eine ältere Mario Kart Folge anschauen, dabei löscht die Twitch ja ständig. Problem ist, Twitch löscht sie. Ich bin quasi ein Twitch-Streamer, sage ich jetzt mal, mit normalem Account. Nach 14 Tagen löscht die. Hätte ich Prime, was ich nicht habe, würde es, glaube ich, 60 Tage gespeichert werden. Das ist aber das absolute Maximum. Mehr geht auch als Partner nicht. Und dann löscht sie Twitch immer. Das heißt, warte mal, die Folgen von Twitch sind nicht dauerhaft da. Nein. Oh, okay. Deswegen sichere ich die immer auf YouTube. Okay. So, und dann haben wir noch die Kanade mitten im Haus reingepackt. Aber ich muss jetzt die Zeug erstmal sortieren und schauen wegen dem Copyright-Zeug und allem Dreck. Also es wird noch ein bisschen dauern, bis ich die auf YouTube hochladen kann. Oder hochgeladen sind sie ja schon. Richtig, früher oder später kommen die definitiv, ja, meint die, auf jeden Fall. Gut. Ah, hier ist noch ein Raptor. Ey, hier ist der erste Raptor mit dem Sattel. Gut. Also ich habe die gesichert, alle. Ich muss mal schauen, es sind ein paar Streams dabei, wo ich dann 3-4 Mal neu starten haben müssen. Oder wo irgendein Fehler drin war und so Zeug. Das muss ich natürlich schauen, ob ich das irgendwie mit einem Schnittprogramm korrigieren kann, vielleicht eventuell. Aber weißt du, ob ich es zusammenfügen kann zu einer Folge, eventuell. Auch mit Fehlern. Muss dann schauen, was die Fehler waren, muss drunter schreiben, muss ja, kurze Sorry und dann schauen, dass die Copyright-Rechte in einem Lied nicht erfüllt sind. Muss schauen, ist die Folge ab 18, ist sie nicht ab 18. Der ganze Rotz. Also es ist ein bisschen Arbeit tatsächlich. Darum auch die vorhandene Folge drin ist auch ab 18. Ich weiß nicht, ob sie ab 18 ist, aber ich habe es halt ab 18 reingetan. Bei YouTube ist es nicht so schlimm mit Copyright-Verletzungen und sowas, was Musik angeht. Ich würde halt kein Geld nicht kriegen bei YouTube, was ich eh nicht kriege. Also ich bin da weit entfernt, dass ich in irgendeiner Weise auf YouTube Geld verdienen wird. Also da... Wo ist denn unser T-Rex hin? Oh mein Gott. Hast du die mitgenommen? Ja, ganz bestimmt. Der kommt aber nicht raus. Der ist aber auch nicht davor. Schau mal unten im Wasser drin. Habe ich gerade, da habe ich ihn auch nicht gesehen. Smiley! Da ist er. Wie ist denn der auf einmal in unsere Base reingekommen? What? Hä? Der steht jetzt drin. Wie in der Base. Hinter dem Zaun. Achso, ja mein Gott. Besser wie nimmer da. Ich schau mal gleich. Ich kenne unsere Dinos. Ich krieg den... Tja, wie soll ich den herauskriegen? Also Raptoren haben wir Warte eine mal. wilde Hilde, einen Red, einen Yoshi, einen Michael. Ja, rauskriegst du leicht. Ja, das habe ich gerade gesehen. Ich glaube, ich krieg den auch ganz leicht wieder rein. Also seitlich quasi über den Weg. Ja, genau. Also auf der rechten Seite quasi, wenn du vom Haus stehst, oder? Also neben dem Gewächshaus vorbei. Ja, genau. Da kriegst du ihn ganz leicht drüber buxiert. Das dachte ich mir schon. Ich Das ist hab's für noch ihn nicht ja gar ausprobiert, keine aber Erhöhung. ich habe mir gedacht, aber testen wir das noch nicht. Aber kurz, Mighty, gib mir noch ein bisschen Zeit. Alle. Also das kann nur dauern, aber die kommen. Will du unsere guten Strategien sehen, wie wir bei Mario Kart versagen? Ja gut, ich muss sagen, kaum war die Items weg, haben die richtigen gewonnen, weißt? Das stimmt, da war ich auf einmal richtig gut, ey. Ja, da waren wir beide gut. Aber 200 CC. Also, ich verstehe, dass es Bock macht. Ich kenne es ja von der Wii damals noch, oder von der Wii U. Es macht schon wirklich massiv Bock, 200 CC, so ist es nicht. Und wenn du es mal kannst, dann ist es auch massiv geil. Aber es ist halt schon eine riesen Umstellung, wenn man die ganze Zeit 100 oder 150 gefahren ist. Hm. Und da kommt man nicht wirklich klar. Okay, ich bin wieder bei der zweiten Base. Ich glaube, wir haben irgendwie zu viele Dimorphodons Nö, hier im nö, nö, Haus. nö, 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 nö.
2, 4, 6, 7. Dann pack die oben Himmel oder drauf. Hölle. Äh, So geht's auch immer. Also wenn der quasi dann 150 wieder spielt. Aber ich vor 200 auf 150 ist. Ja, dann spielst du das und dann brauchst du was keine 200 nicht fahren. Nein, aber ich verstehe es. Also ich bin da auch schon auf eurer Seite, so ist es nicht, weil ähm, also ich bin dagegen, wenn jemand dabei ist, der definitiv Probleme mit 200 hat. Aktuell bin ich da selber dabei, ist ganz klar. Ich würde zum Beispiel nie von der Theresa oder von der Easy oder vom Jens oder scheißegal wer es ist, verlangen, fahrt 200 mit mir. Außer er kennt sie. So viele, die man von uns gibt es nicht, stimmt. Die war von uns. Aber ich weiß, das hat sie auch nicht so. Und wenn man es mal gewohnt ist, Katastrophe. Weiß ich. Also, es funktioniert einfach nichts mehr, was man gewohnt ist, geht halt mehr. Aber nach wie vor 200cc ist halt eigentlich auch kein offizieller. Jetzt ist es, aber war damals eigentlich auch kein offizieller Modus nicht. Ist erst dazugekommen als Gaudi-Modus, sag ich jetzt mal. Was nicht heißt, dass er schlecht ist. ist schon arg schnell. Ja, auch schnell ist er. Er ist arg schnell, sagst du? Ja, mit K, arg. Moment, jetzt warte mal kurz aufschreiben. Wie als nächster Titel. Ich hab noch ein paar, so ist nicht. Aber das muss ich ganz ehrlich Äh, sagen, ist echt der schlimmste Titel überlegen. Ich gebe mir da echt Mühe für das Zeug. Ich überlege da den ganzen Tag immer wieder. Also, es ist, also ich habe für ein paar Spiele habe ich ein paar auf der Seite, so ist es nicht. Also, und mir ist ja wurscht, ob das gewürdigt wird oder nicht. Ich will das für mich selber machen. Und Apache haben wir auch noch nicht, gell? die Bolas waren bei der Munition oder wo waren die Bolas drin? Ich Ich hab's wieder werde es vergessen. in der Munition drin lassen, ja. Okay, weil eigentlich zählt das als Waffe, ne? Die einmal Gebrauchsdinger. Ja, gut, aber es ist, oh, man schmeißt sie. Ja, Also ich würde es bei der gut. Munition suchen. Und der Waffenschrank ist eh schon so voll. Wie lange brauchst denn du? Wie viel Zeit hätte ich denn noch? Für was denn? Vielleicht eine kleine Spritztour noch mit dem T-Rex? Ja, klar, klar. Ich brauche noch ein bisschen, ich bin zwar jetzt dann gleich da, aber ich muss die Sau ja noch freilassen und alles, also. Okay, okay. Okay. Das reicht mir in der Hand zum Schreiben und nebenbei zum Fliegen. Habe ich mir notiert, Mighty. Wurde notiert. Direkt, aber ja klar, also alle möglichen Wortwitze hebe ich mir auf. Am besten fand ich aber wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, schnell holt Plätzchen, da ist ein T-Rex. Ich glaube, es war auch nicht. War das die Folge, wo wir einen T-Rex gekriegt haben? Ich weiß gar nicht. Der hat mir wirklich gut gefallen. Musste ich selber lachen. Aber meine. Ja, das ist eigentlich traurig, wenn man die eigenen Witze lacht. Aber ich höre euch ja nicht lachen, von dem her. Oh, Freitag ist auch cool. Also ich sage jetzt mal vorweg, es wird Optimus auch speziell jetzt für dich, weil du über Arca Recker magst, es werden auch wieder andere Spiele kommen, so ist es nicht. Ich werde nicht dauerhaft nur Arc spielen. Arc wird ein fester Bestandteil bleiben, aber jetzt Schmidt kriegt das ist bestimmt immer wieder dabei. Würdest mich nur weinen hören, weil die Titel sind doch voll geil. Das Zeug muss dir erst mal einfallen, das ist das Schlimme. Ganzen Dad-Jokes.
Also wir haben doch. Aber stimmt wirklich, es ist. Wieso haben die keinen Sattel? Einer. Da hat er einen Sattel. Aber stimmt Jens, die Traktoren hat nur einen Sattel. Auch bei mir. Okay, na wenigstens ist das dann nicht nur bei mir der Fall. Der blickt gerade ein bisschen auf Gewicht, aber mal schauen, da muss noch irgendwo einer liegen, weil es waren zwei. Minecraft wird da definitiv ein fester Bestandteil bleiben, also aber hundertprozentig. Ah Gott, also manchmal dreht er sich wie ein Bekloppter. Bereit? Shit. Okay. Dreht. Okay, dreht. Alles klar. Die zwei können wir da lassen, die brauchen wir gleich. Was haben wir hier eigentlich noch drin? Ist da noch ein Raptor-Sattel drin? Ist der weg? Wir hatten definitiv zwei, weil es waren da. Safe hatten wir zwei Raptor-Sattel. Da wird jetzt eigentlich alles verwenden drauf. Dass es irgendwie wegpackt ist, das wäre natürlich ärgerlich. Du lässt zu dem Eventzeug rein, ist ja wurscht. Okay, Kohle ist am Ausleeren. Hat irgendwie mehr ausgeschaut in dem Schrank, aber. Na toll, ich backe fest. Sehr toll. Welcome to Ork. Ja, das ist ein bisschen blöd, ey. Weil... Weil. Ach, ich hab ihn beseitigt. Ja, der Kano hat mich halt gut... wie hat er denn erwischt? Naja, 400. Malträtiert? Jo, weil ich festgepackt war und nichts machen konnte. Ich konnte mich nicht umdrehen. Du dich einfach nicht wehren konntest, sagst. Ja, wo könnte der Sattel sein? Naja gut, er erholt sich ja wieder. So, was haben wir denn noch? Ich habe kurz die ganzen Dinger durch, kurz die Schränke durchschauen. Hier kann man keinen Sattel reinlegen, normalerweise würde ich sagen, nee. Da ist eins drin, oder? Nö. Eigentlich auch nicht. Da war keiner dabei, haben wir gesagt gehabt. Chickens drin. Da ist leer. Da waren Bausachen drin. Zement. Leer. Leer. Kohle. Wirklich nur Rüstung für uns. Munition und hier ist auch nichts drin, ne? Kühlschrank habe ich eine andere reingelegt. Ist Feuerstein drin. Fasern drin. Okay. Also ich schalte mal alles durch, aber ja, warte mal.
haben also was 6 Benzin braucht auf die ganze Zeit, wo jetzt die ganze Zeit der Kühlschrank läuft und mindestens ein Licht. Sind nur Baublende drin? Da ist der Bauplan für den Raptor-Sattel. Der Parazel-Sattel. Nee, also keine Ahnung. Ist ja dann wirklich weggebackt einfach so. Ich weiß es nicht, das ist echt komisch. Jetzt habe ich das komplett blind und habe nicht gesehen. Ich habe 2 Triceratops-Sattel habe ich dabei. Wollen wir die wirklich alle... Ja gut, wir müssen aber Trüge bauen. Ja, und vielleicht mal ein bisschen ersetzt, dass die nicht alle im selben Radius drin sind. So, ich komme wieder zurück. Der Dino ist ein bisschen verletzt. Okay. Ich habe mir, glaube ich, einen relativ hochleveligen, wie heißt der? Terry? Terry, glaube ich, ne? Der. Ja, der Ding Terry, genau. Oder Freddy Krüger. Ja. Wo ist denn der Sattel von dem Viech? Ich hatte den Parasaurier-Sattel auch runtergenommen. Ich habe gar keine Sattel runtergenommen. Nein, ich habe den auch runtergenommen, wie ich ihn gefangen habe. Achso. Also ich bin jetzt wirklich blind. Also gut, ich meine, der Raptor habe ich auch ausgerüstet gehabt. Das war eine Tatsache. Der war definitiv da. Aber der... Ich gehe jetzt mal in den Vogel rein. Aber das ist immer dabei, das Zeug, das Okay. ist ganz gut. Das schmeiße ich tatsächlich jetzt gleich weg, weil das haben wir schon 15 Mal. Also es sind ja... Es geht ja aktuell ziemlich zu auf jeden Fall. Was meinst du mit zu? Ja, die Saurier sind aktuell gerade ziemlich durcheinander. Welcher Base bist du nun gerade? In unserer. Bei unserer. Wir haben jetzt 3 Triceratops, wir haben 2 Kanos, wir haben ein Stego, wir haben 2 Spookies, also 2 Dilophosaurier, wir haben einen Parasaurier. Wir haben... Also wir haben... Oh Gott, die Stoffsachen, die schmeiße ich gleich wieder weg, ne? Stoffhemd und Stoffschuhe. Brauchen wir nicht. Wenn du nichts zum Anziehen willst, dann mach das. Ja, komm, wir haben Leder und sonst was, ne? Was? Was haben wir denn sonst noch bekommen? Wir haben eine Steinschleuder bekommen. Wir haben eine Steinaxt. Wir haben eine Steinspitzhacke bekommen. Pfeile? Ja, es sind auch Ein bloß Bogen? in Sauriern drin. Ja. So, in Terrikrallen, Keratin, einiges an Filet, viel Fleisch. Was bei mir auch ein Mischmasch und ein Kuddelmuddel. Knotenhaufen bei mir noch. Okay. Gut, es ist Knotenhaufen bei mir noch. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist wahrscheinlich am Handy geschuldet, denke ich mal. Okay. Okay, Smiley wird ein bisschen brauchen, bis er wieder... Minus, alles klar. Ja, okay, ja, es ist... Ja, weg. Weg, sagt er. Bin eine wichtige Mission unterwegs. Nix weg. Ich muss das Fleisch sichern, bevor es verdirbt. Ich mach gerade Dünger. Weil das Rohfilet, das verdirbt ja irgendwie ziemlich zügig. Das ist wohl richtig, ja. Ja.
Was machst denn du aus dem Rohfilet? Das ist spezielle, spezielles Essen, um es schneller zu zähmen. Okay. Ist das dann auch verderblich oder hält das dann lange? Das ist, ich verfütter das roh. Ach so. Ah, okay, okay. Oh Gottes Willen, das musst du aber das wirklich daneben haben, ey, dass du das bringst. Ja, das weiß ich noch nicht genau, wie das genau hinhaut, ja, das ist das Problem. Na, weil wenn du das, also wenn es jetzt für meinen kurzen Trip vom Strand bis hier zurück schon um halb verdorben ist, dann Ja, ist schwierig, ich ist ja weiß. quasi in der Base in Tierzähmen. Warum haben denn eigentlich die ganzen Dinos noch alle die Kryo-Krankheit? Ach so, das sind die neuen. Das sind die neuen, ja. Ah, okay, ich habe gerade überlegt, was hier los ist. Ich habe mir hier Also gerade die einen Pteranodon. Cool, Jens. es sind zu viele. Hier ist noch ein Flugsaurier. Der ist gerade reingeflogen zu uns, aber nach der können wir schon. Ja, wir müssen irgendwann mal unten ausbauen und den unteren Bereich quasi auch als Parkplatz missbrauchen, sag ich jetzt mal. Ja, oder auch hier oben. Also theoretisch, wir können hier oben auch ein bisschen abzäunen, ne? Mit Zaun. Können wir gerne machen, da müssen wir dann mal schauen. Also, ich Muss müssen noch jetzt wirklich überlegen, schauen, dass wir überall mal was, weil hier hinten bis hier zum Rand hier ist ja alles. warte mal, Brauchen wir ja nicht. weiblich. Okay, Carnosaurier haben wir zwei weibliche. Ach, das ist der Triceratops hier. haben wir am weiblichen und auf jeden Fall am männlichen, das ist schon mal gut. Raptoren müssten auch männlich und weiblich dabei sein, denke ich mal. Weiblich, weiblich, männlich, weiblich. Okay, Ist Seppel zwei männlich. männlich? Weiblich, Moment. Weiblich, wir haben. Seppel ist, weiß ich nicht. Agitavis ist weiblich. Seppel meinst du? Smiley-Cyrus glaube ich war auch weiblich, oder? Ja, genau. T-Rex brauchen wir noch einen männlichen, wir brauchen noch einen männlichen Biber. Der Pteranodon ist männlich. Seppel glaube ich war weiblich, oder? Ist der oben? Der was? Der Seppel? Der Sepp Seppel ist oben. Seppel. Seppel. Papagei, Ah, Seppel Parasau. ist auch Okay. männlich, scheiße. Ja. Oh, ich brauche was zu trinken. Ausdauer. Okay. Warum sind da schon wieder zwei in der Ecke geflogen? Oh, hast du wahrscheinlich irgendwann mit T gerufen, ne? Was denn? Na, zwei von den Pteranodons sind hier in der Ecke und das kann eigentlich nur bedeuten, dass die durch irgendwas. Das ist einfach so traurig. So, das war Morpheus und Mamagei. Wie heißen die, Jens? Welche? Die du gerade. Achso, die Morphodon, glaube ich, ne? Was habe ich gesagt? Ich Pteranodon. glaube, ich habe den anderen Vogel gesagt, ja, kann schon sein. Bin ich so enttäuscht, wenn ich mal. Wäre jetzt immer noch cool, wenn man die irgendwo an einem Ding auf irgendwas draufsetzt. Hier so ein Haus, wo so eine Stange durchgeht, weißt? Einfach so quer durch den Raum durch, wo oben drauf die Viecher drauf sitzen. So geil, würde ich so feiern. Aber jetzt hast du die Fackeln zu den Waffen getan. Also das ist das, was Das sind ich nicht noch am Waffen, wenigsten. das sind nicht Waffen, das sind Werkzeuge. Nee, aber die Fackeln hast du ja zu den. Werkzeugen getan.
Weil wir Werkzeuge und Waffen nicht unterscheiden konnten. Und der Fackel ist für mich ein Werkzeug. Hm. Was soll es denn sonst sein? Dann mach einen eigenen Fackelschrank, wenn du meinst. Aber woanders tue ich es nicht. Habe ich schon mal gesagt, dass der Kühlschrank schief steht? Ja, weiß ich. Und ich habe ja schon gesagt, dass ich da wahrscheinlich definitiv irgendwann mal Adminrechte missbrauchen werde. Das hat mal Wie, was. doch nicht etwa um den Kühlschrank zu modifizieren. Nee, ich werde ihn aber wahrscheinlich umsetzen. Fackeln liegen bei mir in einem Dodo drinnen. Naja, gut. Der arme Dodo. Der kann sich wahrscheinlich nie bewegen. Nee. Einfach du hast der Fackel drin, das kannst du ja nicht mehr abnicken wahrscheinlich. So. Ich habe jetzt einen Nebenschrank gemacht. Okay, jetzt ist der aufkommen. Weg. Also kriegen wir einen extra Fackelschrank, mit dem kann ich leben, ist kein Problem. Dann baue ich ein paar, dass er voll wird. Ich weiß gar nicht, wofür wir den brauchen. Nee, ich komme mit meiner einen Fackel irgendwie immer zurecht. Was? Ich hab minus 3 dabei. Schießer, sagt er? Die wiegen doch einfach nur Kilos. Das ist ein Harzer, da Unnötigerweise. will sich gar nicht bewegen. Wenn ich cheat, dann nur für optische Sachen, dass ich quasi den da gerade hinstelle, also Sachen. Na gut, so schief, steht schief doch. Das sind Sachen, die ich vielleicht mache. Vielleicht, noch habe ich es nicht. Obbauen, Neubauen, ja. Mal schauen. Aktuell noch nicht, später vielleicht mal. Aktuell stört es mich auch noch nicht. Vielleicht brauchen wir einen zweiten Kühlschrank noch daneben. Dann, was bald der Fall ist, wahrscheinlich der Film. Ja, na gut, ein bisschen haben wir noch. Und die Narcos raus. Machen wir kurz ein bisschen Medicine. Das soll effizienter werden beim Farmen. Das macht der Jens. Hallo Jens, Hä? du bist der Farmer. Gewächshaus geht mir nichts an. Na, Gewächshaus nicht, aber der Rest. Wir haben ja schon die ganze Zeit gesammelt. Ja, ja. Aber wir haben wieder gut Holz. Steine hatte ich gesammelt. Haben wir auch mit Biber genommen, haben wir jetzt auch. Ach, aber ich glaube, das geht wirklich super mit dem Biber Holz sammeln. Also. Das machen wir jetzt auch, komm, bevor der weit. Kümmerst du dich um den Pteranodon, der wo da draußen liegt, Jens? Was soll ich damit machen? Den regelmäßig narkotisieren. Ach so, ich dachte, den hast du schon gefangen und der ist nur noch betäubt vom Nee. Red. Der Moment, wo der gezähmt ist, ist er, egal wie bewusstlos er war. Also das Fleisch liegt drin und Betäubungsmittel liegen auch drin. Ah, okay, okay. Das hattest du gemeint, der ist unser. Ja, noch gehört er uns nicht. Na komm. Das wird jeder anpfeift. Gut. Kommst du? Ja, jetzt kommt er. Okay, nice, passt. Und stell mal da hin. Ach, So. die Viecher. Ja. Bitte den Hauseingangstürbereich freilassen. Ja, Für werde ich versuchen, ja. temporäre Flugtiere oder Biber. Werde ich versuchen. Also ich habe den Arm markiert im Pteranodon. Pass auf, dann schauen wir mal kurz. Dann nehme ich noch ein paar Narcos mit, würde ich sagen. Dann noch ein bisschen Fleisch. Und ich glaube, wir brauchen für den brauchen wir glaube ich Beeren, oder? Aber frisst der Fleisch? Ich weiß gar nicht, wenn ich den nicht. Ach Gott, ich esse mal Festback. Doch, müsste passen. Mein Gott, ist wirklich zu voll hier.
Also ich glaube, ich baue hier irgendwann mal wirklich ein Gehege hin. Im hinteren Bereich. Wir können halt eigentlich theoretisch die Schränke abreißen, die da liegen. Jo, die sind aber eigentlich noch weit weg, ne? Also. Macht man nicht bei den Gehegen Fundament drunter? Nee, ne? Man tut einfach nur die Zäune setzen, ne? Ja, Zaunfundament brauchst du. Ja, ja, das machen wir ja die ganze Zeit hier für die Welle. Welle? Naja, für die Achso, für die, achso, Außenwände. ja, ja, klar, 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 du meinst für die. Das ist ja alles hier Zaunfundament. Okay. Genau. Ja, ich habe jetzt mal. Ah gut, das ist gar nicht so viel, okay, man muss auch noch machen. Ich hole uns jetzt, glaube ich, mal einen Steinabbau, Dino. Aber vorher muss ich unbedingt zum Schiffen, was ich die ganze Zeit schon sage. Du willst mit dem Schiff fahren. Genau, unbedingt. Ich habe übrigens die erweiterte Form von dem Boot habe ich gelernt, ne, vor einiger Zeit. Wir haben zwar noch keins gebaut. Ich habe schon überlegt, ob ich Ding mitnehme als Floß, das einfahren kann. Bin sofort wieder da, kleiner Moment. Ach so, das müsste doch eigentlich auch gehen, oder? Mit der Kryokapsel? Ich weiß es nicht. Eigentlich wird es doch. Es wird als Dinosaurier angezeigt, oder? Aber Ja. ich weiß nicht. Ich probieren kann man es mal. Okay, ich bin gleich wieder da. Kleiner Moment. Jetzt kann ich euch da weiter unterhalten. Also ihr hört ihn. Oh, Mist. Ich bin aber gerade nicht im Stream drin, ne? Deswegen kann ich jetzt nicht sehen, wenn jemand was schreibt. Totenstille. Wo hat er sich denn eigentlich überhaupt hingestellt? Schade. Ah, wieder zurück. Ging aber schnell. Er sieht nicht, was wir schreiben. Schnell lästern wir über Jens. Was das Stream Ich habe übrigens gerade einen Stream angemacht. Okay. Optimus, schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Dürft auch über mich lästern. Ich kann das ab. Okay, also du kümmerst dich um den Vogel, oder? Ja, ja, ich bin gerade beim Stroh sammeln. Wird schon. ähm, ich fliege mal zum Berg hin, Jens, und schau mal, was ich da vielleicht kriege, ob man irgendwie einen, eventuell, ob ich so einen kleinen Schildkrötosaurus krieg. Mhm.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie er heißt. Irgendwas mit D, glaube ich. Da bestimmt irgendwo D drin, bin mir ziemlich sicher. Hat fast jeder Saurier. Also vielleicht hier vor der Base sogar irgendwie wo rumrennt. Hm. Wir gucken. So eine Schildkröte war hier. Test. Nein, eine andere Schildkröte. Achso, andere Schildkröte. Also Nee, das, was du meinst, ist eigentlich wirklich, das, was du meinst, ist eigentlich wirklich eine Schildkröte, glaube ich, ja. Okay. Ich meine den komischen, So, Ninja alle Turtle. Bäume entfernt. Gut, keine mehr da. Weil die ist nämlich hier die ganze Zeit anwesend. Hier Ja, die ich weiß. Wenn du magst, du Carbon. kannst sie tamen. Ne? Haben wir halt einen Saurier mehr, ne? Jetzt eher gedacht, dass wir vielleicht das Fleisch davon nutzen. Kannst du natürlich auch. Oh, Entschuldigung. Gerade Luft geholt. mhm. Das ist ein Raptor. Also Stego. So, Okay, das wäre mal wieder Stroh aufgefüllt in unseren Kompostbehältern. Ankylosaurus. Brauchen wir eigentlich auch noch. Ich weiß nicht, ob der Ankylosaurus der Strom, der Dingfarmer ist, der Steinfarmer oder der andere, den ich meine. Level 4, männlich. Rot-blau. Der Giftboxen da hinten. Okay. Bist Level 6, auch männlich. Ist einigermaßen normalfarbene davon. Was bist du? Level 9. Das ist einigermaßen normalfarbig. Ich stelle mir trotzdem ein bisschen sicherer hier hoch. Nicht viel, aber ein bisschen sicherer. Willst du mich verarschen, hä? Ist der aufs Maul oder was? Anscheinend. Hast du ein Problem? Nein. Mein Gott, warum ist denn der Kompostbehälter halb kaputt? Also er fliegt weggeschaut. Tja, warum wird der halb kaputt sein? Gut. Ja, das waren unsere eigenen Dinos. Das kann ich dir sagen. Das ist der Grund. Ähm, ernsthaft, kommst du da hoch? Mm, Das ist Level 50 wahrscheinlich oder sowas, oder? Nicht dafür das Auszug. Okay, haut ab. Ach, das Ding ist ein... Oh, dann ist es ein höherer Lefriger. Du wirst zeigen, wenn er abhaut. Ach, scheiße. Jo, der liegt. Und? Was ist schlecht? Äh, Wo ist denn dein Vogel hin? hab dazwischen Ah, okay. parkt um. Hier ist aktuell safe, oder? Ich weiß nicht, was der frisst, drum nehmen wir beides rein.
Phänomenal ist von dem, glaube ich, ganz, ganz cool eigentlich tatsächlich. Ja gut. Der Pteranodon ist gleich fertig. Ah, ich sehe es ja, 86%. Ich habe auch schon 1%. Level 58 ist der, okay, der wäre nice, wenn wir den kriegen. Also hat das viel ausgehalten. Was frisst der jetzt? Wahrscheinlich Beeren, ne? Mal 20 rein. Vorerst einmal, dass wirklich was schief läuft. So. Da muss ich doch sicher nicht daneben stehen. Bei dem. Nö. Das sieht gut aus. Mal da hoch. Ich sammle nebenbei noch ein bisschen Stroh. Das passt ja gut. Ja, gut, da hat ein bisschen, glaube ich, Level 58 ist schon bitter, aber Effektivität von 99,7%. Jo. Sieht gut aus. War das Spiel schon immer Deutsch? Ja, aber der hat immer trotzdem einige Sachen auf Englisch. Immer noch. Besonders bei den Beschreibungen. Ach, da hinten, warte mal, ich fliege mal kurz hin. Da hinten ist der Saudi, den ich meine. Der da. Deodicurus. Den meinte ich. Wusste ich doch mit D tatsächlich. Was hat der für Level? 9, okay. Der können uns auch. Nö. Dödi. So viele Anzeigefehler hier gerade. Ich habe jetzt einen Haufen Bäume gefällt, die in der Luft geschwebt haben. Was an bleibt da, wo du bist, verstehst du nicht? Wo gehst du dämlich, ne? Okay. Machen wir das im Weg. Mini, machen wir das im Weg. Oh mein Gott. Gut, dann auf zurück. Okay, liegt. Anderen. Dann ist gleich fertig. Vogel. Hi. Gleiches Spiel. Machen wir mal Stapelabteilen, Menge teilen mal 15. Die dürfen nicht so viel brauchen, denke ich mal. Tun wir dem einmal ein paar Beeren rein. Und Stapelabteilen, Menge teilen einmal 20. Okay, Pteranodon ist fertig. Name. Nennen wir Petri. Ich dachte, den George willst du nennen. Dann nennen wir Schorsch. Wie wird denn das übrigens geschrieben? SCH Georg. Schreibt man es. Du kannst aber Georg. SCH-ORSCH. Schorsch. Okay, SCH-ORSCH. Annehmen. Gut. Also ich, ja, Steht jetzt da. Haben wir einen Sattel für den? Nee, ne? musst du schauen, eventuell. Bin mir auch nicht sicher. Aber der heißt Dödi, das wissen wir schon mal. Okay. Dödi. Was ist der andere? Hä? Alice, hi. Servus, grüß dich. Alles gut bei dir? Habe ich den entmarkiert? Ah, tatsächlich, deswegen sehe ich ihn nicht mehr.
Ja, alles gut. Nur ein anstrengender Tag und selbst. Nicht so anstrengender Tag. War auch alles gut. Sehr anstrengender Ja, Tag. heute war es tatsächlich, heute war relativ chill. Tatsächlich. Ich habe immer noch Probleme mit dem Auto, ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. War jetzt, ja, Querlenker kaputt und alles mögliche haben wir zwar gemacht, das passt recht schön. Aber Problem war nur, ich habe immer Drehmoment abhängig, wenn ich quasi Gas gebe, irgendein komisches Geräusch am Auto drauf. Es ist nicht der Motor, weil wenn er im Leerlauf läuft oder wenn ich quasi Gas gebe ohne Kupplung, ist es weg. Wenn ich schalte, geht alles einmal frei, die Kupplung funktioniert einmal frei, aber es ist drehzahlabhängig. Irgendwann ist dann wieder weg. Also ich habe keine Ahnung. Komische Sache, also ich bin noch nicht dahinter gekommen. Es waren zuerst ein paar lose Teile, Unterbodenschutz etc., solche Dinge, die man auch gehört hat, die sich irgendwie saudumm übertragen haben. Aber naja, ich bin noch am Suchen. Ich hoffe, dass nicht das Kupplungslager ist, das wäre scheiße. Muss Getriebe raus. Das Lager wird Honda Civic, ein FK2. Also nichts Besonderes, sag ich jetzt mal. Das ist ein ganz normaler, so 140 PS rum. Kurbelwellensensor? Also der macht, klappert der irgendwie? Sag mal, der hört sich an wie so irgendwie so ganz übertrieben gesagt, wie so ein Motorboot, sag ich jetzt mal. Also ganz übertrieben gesagt, aber nur ab einer bestimmten Drehzahl und bis zu einer bestimmten Drehzahl, sage ich jetzt mal. Wobei die Drehzahl ist sehr, sehr hoch, was da nicht mehr ist. Er fährt einmal frei, er steuert sich einmal frei. Überhaupt kein Thema nicht. Ich muss fast die Spuren umstellen lassen, weil wir die Dinge, die Quergelenke quasi und die Radlager gemacht haben. Japan-Pfusch, ja. Das Auto gibt es übrigens nur in Deutschland. Also dieser Honda fährt in Japan gar nicht. Den kennt dort keine alte Sau, also wirklich gar keiner. Weiß das erst der Hand. Bestätigung. Jens ist mit dabei. Ja, ja, stimmt auch. Hab nichts daran auszusetzen. Ja, weiß ich ja. Aber du kannst meine Behauptung oder ähm, meinen Fakt untermauern. Wenn er Werde ich nicht nur mehr machen, richtig funzt, dann kann das mit der wenn du Drehzahl einen hinkommen. Pteranodon-Sattel herstellst. Wir haben keinen mehr. Kann ich machen, das kein Thema nicht. Wenn der nicht mehr richtig funzt, dann kann das mit der Drehzahl hinkommen. Also ich habe ein paar Probleme jetzt aktuell gehabt. Tatsächlich, das Auto hat innerhalb von 4 Wochen, sage ich jetzt mal, an jeder Stelle zum Klappern angefangen. Aber ich verstehe es nicht. Sind wirklich durch irgendeinen blöden Huckel, wo ich drüber gefahren bin, ein paar Schrauben abgerissen. Es waren einige Dinger locker, einige Bleche und so Zeug und Abdeckbleche. Nichts Besonderes, also relativ leicht zum Kriegen. Klimaanlage spinnt aktuell, da ist der Magnetschalter kaputt. Das Zeug ist nicht teuer. Aber, also da reden wir von 20, 30 Euro rum, sag ich jetzt mal. Gute Querträger waren scheiß teuer, hat einer 200 Euro gekostet, das war echt teuer, das Zeug. Aber der Rest eigentlich überhaupt nicht wild. Gar nicht wild. Und er ist so super beieinander, ich könnte nichts sagen dagegen. Das einzige ist wirklich komisch, das eine Geräusch, was er hat. War auch schon in der Werkstatt, die haben sich das angeschaut, die haben gemeint, der Getriebe kann es nicht sein, weil butterweich Getriebeöl haben wir schon gewechselt, ist auch kein Abrieb im Getriebe drin. Also das haben wir eigentlich ausschließen können, sag ich jetzt mal komplett. Die Kupplung schaltet sich auch butterweich, sagt, da wäre es die 2 Schwungradscheibe, wo da drin ist, irgendwie der Massenausgleich oder sowas. Da würde man nicht schalten können. Und das Lager kann eigentlich auch ausschließen, hat gemeint, weil das würde ich merken beim Kuppeln. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Mechaniker. Ich hatte lustigerweise vorne, ich habe mal einen Unfall gehabt vor, mein Gott, 10 Jahren. Ich habe das Auto schon ganze Zeit lang. Und anscheinend wurde bei dem Unfall vorne der Stoßstangenträger, das hört sich jetzt so schlimm an, das ist einfach nur Eisen, das ist einfach wirklich nur die Frontblende, sag ich jetzt mal, festhalten, mehr ist das nicht. Es wurde damals anscheinend ausgerichtet und das Ding ist mal an 2 Stellen zusammengerostet. Ist wie so 3, kann man sich vorstellen, hohl. Und das Zeug ist in das Dreieck reingerostet und hat quasi da drin klappert wie die Hölle. Ich dachte, ich werde nicht mehr, das hat so komisch angehört bei allem. War quasi wie ein Rassel, kann man sagen. Das Ding haben wir jetzt auch tauscht. Das ist auch alles nicht der Rede wert, sag ich jetzt mal. Aber ist halt nervig, wenn alles auf einmal kommt. Mag ich eigentlich tatsächlich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Mir gefällt mir das nicht.
Ein neues Auto habe ich die gleiche Scheißerei. Kaufen wir ein neues, das mag ich aktuell nicht, ich will eigentlich das dann anbauen. Kann aber dann auch wahrscheinlich nicht leisten. Und gebraucht, das muss ich ganz ehrlich sagen, weißt auch nicht, was du kaufst. Mein Auto kenne ich. Das habe ich seit jeher, seit Ewigkeiten jetzt. Ich kenne das Auto. Ich weiß genau, was er hat. Ich weiß genau, was kaputt ist dran. Ich weiß. John Turok. Danke dir. Vielen lieben Dank. Hat Turok was mit dem Turok zu tun? Mit dem ehemaligen Spiel? Von dem her weiß ich ja, ist es einfach. Keine Ahnung. Also, und ich kenne das Auto. Ich weiß, was ich tauscht habe. Ich weiß, was kaputt war dran. Wir haben jetzt die Radlager gemacht. Ich weiß, dass das Zeug hält. Und ich weiß, wie er beieinander ist. Von dem her mag ich ihn ungern hergeben. Also außerdem ist es ein Gasauto. Mit Autogas. Ist auch umbaut. Also fahrt sie auch relativ sparsam, sage ich jetzt mal. Von dem her, wir waren jeden Samstag 2 Monate lang an dem Auto die ganzen Mängel zu beheben und anfangs hat das mit dem Kurbelwellen, weil bei uns das mit der Drehzahl so war. Dadurch kam es dann vor, dass das immer richtig angesprungen ist. Dann war der neue zu kurz, ging auch nicht richtig, dann kam die Kupplung, die durch war. Dann die Servolenkung. Gut, Servolenkung wäre jetzt nicht so wild bei mir. Aber ich weiß, ja, ich bin ja meistens bei dem ganzen Zeug. Also man lernt natürlich auch sein Auto kennen. Ich habe jetzt ein Werkstatthandbuch dafür, ich habe Ersatzteillisten dafür, ich habe für das Auto alles. Ich liebe das Auto, ich finde das sau nice. Also es hat ein bisschen, man googelt mal Honda Civic FK2, Abbaujahr 2006. Ist ein 2006er Baujahr, muss man ehrlich sagen. Er schaut ein bisschen spacig aus, wie so eine Art UFO, sage ich jetzt mal ein bisschen. Oder auch wie Autoscooter. Mir gefällt das. Muss ich ehrlich sagen, ist nicht jedermanns Sache, definitiv nicht, das weiß ich. Mir gefällt er. Und ich liebe einen Honda. Aber ja, von dem her neues Auto eigentlich nicht. Wird bestimmt irgendwann mal fällig sein, ganz klar. Hat jetzt auch, glaube ich, 230.000 Kilometer drauf, sowas. Muss man ehrlich sagen, so ist das nicht. Von dem her, der darf schon mal ein paar Mängel haben. So ist das nicht. Ich finde es halt komisch. Durch den TÜV bin ich perfekt durchgekommen. Es hat nichts gefehlt. TÜV war einmal frei. Und danach ist der ganze Scheiß angekommen. Er möge seinen Nerv am Fuß behalten. Ich danke Ihnen, werter Optimus. Kann man Biber eigentlich ins Wasser schwimmen oder fällt man da auch runter? Weiß ich nicht, bloß. Hast du noch gar nicht ausprobiert, okay. Genau, jetzt so weiter. Ich unterhalte mich gerade. Na, ich muss eh warten, zwecks dem Ding, zwecks den 2 Viechern. Ich sehe aktuell eh nix. Ich warte so lange, bis die zähm sind. Wir haben eine Armbrust bekommen. Wenn bei einem Vectra GTC 2,6 Servolenkung ausfällt, ist das nicht mehr lustig mit dem. Und selbst dann. Ist bei jedem Auto so. Also, ich habe einen Ford K gehabt, abbrochene Eierschale, trotzdem ganz lustig das Ding. Ich habe einen Seat Cordoba gehabt und mein Civic ist jetzt quasi das dritte Auto, sage ich jetzt mal. Funmaus, hi! Ahoi! Grüß euch! Hört sich doch schon mal österreichisch oder bayerisch an, würde ich sagen. Servus, hi! Von dem her. Die haben alle Servolenkung gehabt, meine ich. Und ich bin einmal ein Auto ohne Servolenkung gefahren. Ja. Es lenkt sich wie ein Panzer, das stimmt wirklich. Weil ich noch keine Panzer kennt habe. Keine Serien Servolenkung. Und Wer? das standardmäßig. Wer? Mein erstes Auto. Ein Peugeot 106. Der Ford K hat es. Aber ich weiß gar nicht mehr, welches Baujahr das war. 1996. Ich weiß gar nicht, ich glaube mein K war. Der war nicht alt, der war glaube ich 98er Baujahr oder sowas. Ich habe ihn 2002 gekauft, also von dem her. Der war bloß 4 Jahre alt, glaube ich, oder sowas, oder 3,5. Das erste Auto, ich meine, hey. Hat er bloß 60 PS gehabt, glaube ich. Der zweite hat er 75 gehabt und meiner hat 140. Aber ich muss ehrlich sagen, ja, ich bin jetzt nicht derjenige, der da ewig viel Wert drauf legt. Ich bin jetzt nicht so der Auto-Fanatiker, sage ich jetzt mal. Mein Peugeot 106 hatte 45 PS. Ja, nein, ich meine aber,
Das war super auf der Autobahn, wenn du manchmal selbst die 130 nicht mehr schaffst. Ich kenne das durch einen Kumpel von mir. Ja, Der hat einen Ford Fiesta gehabt mit 45 PS. Ich meine, du kennst den Cash Stefan. Und da war es so quasi, der Ford Fiesta hat hinten eine riesen Bassbox drin gehabt, also wirklich eine Bassbox aus dem Zimmer, haben die gehabt ungefähr, also die war so breit wie der Koffer, die war so hoch wie der Kofferraum breit. Die hat den kompletten Kofferraum eingenommen und war quasi angesteckt als in seiner Anlage. Das Auto hat nur gescheppert, also der Sound war top, aber hau mir ab hat das Ding einen Wumms gehabt. Und also ich habe ihm gesagt, stell die Bassbox hochkant und fahr mit dem Antrieb. Also duck, 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 duck. Aber, und da hat er Breitreifen drauf gehabt, also Breitreifen. Ich rede von 185er. Das waren Breitreifen. Das Auto ist keine 130 mehr gelaufen. Überhaupt nicht mehr. Ich habe einen gelernten Schrauber daheim und weitere Schrauber im Freundeskreis und die sind leicht ja okay, autonarisch, Artikel? alles klar. So. Autofanatiker, ja. Glaube ich dir alles. Also, ich meine, ich habe auch zwei, drei Bekannte, die da sehr viel Wert drauf legen. Ich verstehe es. Die würden das nie machen, was ich jetzt da mache, das Streamen zum Beispiel. Verstehen die gar nicht. Aber ja gut, ist wurscht. Ich meine, jeder hat seine Hobbys. Wobei ich muss sagen, das Auto ist mir... Es soll laufen. Es ist ein Transportmittel, es muss gehen. Also es sollte fahren, gehen, vielleicht weniger. Aber... Oder zumindest laufen. Und der Rest ist eigentlich irgendwie... Ja, zweitrangig, sage ich jetzt mal. Mir ist es ja wurscht, wie alt das ist, aber solange es einigermaßen noch was ausschaut. Und selbst dann wäre es mir auch egal. Aber nochmal kurz zur Funmaus. Wo bist du denn her, wenn ich fragen darf? Das Chris Eich triggert mich jetzt. Also nur die grobe Dichtung natürlich, klar. Weil aktuell ist ziemlich... Ja doch, ist es österreichisch, bayerisch, allgäuerisch. Ist auch leicht autofanatisch, okay. Na gut, ich sage, jeder wie es will. Ist ja klar, wenn du natürlich dann einen, wie du sagst, einen Schrauber daheim hast, man, man wird auch so, also muss man ehrlich sagen, wenn man jetzt Freund, Freundin etc. hat, die ein bestimmtes Thema gern mag, dann, dann denke ich mal, wird man automatisch irgendwie ein bisschen in die Richtung, man passt sich halt den Interessen auch ein bisschen an, so ist es auch nicht. Natürlich nicht immer, aber man tendiert doch auch irgendwie dazu. Weil ein bisschen rumbaut habe ich in den Autos auch schon, so ist das nicht, aber halt banale Sachen. Bei mir war es immer mehr so Hi-Fi-Kategorie, sage ich jetzt mal, was ich gemacht habe. Mir hat mich nie interessiert. Der Klang hat, also Anlage hat immer gut sein müssen, Klang hat immer gut sein müssen im Auto, das war mir das Wichtigste. Das war, ohne Musik im Auto ist madig. Ich hatte mal 2 Wochen kein Radio, oh mein Gott. Naja, meine Frau ist schuhwahnsinnig, den passt ihm jetzt sicher nicht an. Ja gut, okay. Ist Geschmackssache. Ich könnte jetzt auch keine Ahnung, Puppen oder Telefonkarten sammeln oder was ich was für ein Zeug. Frag mich nicht, was mir so blödes einfällt. Aber mir wäre es jetzt wurscht, wenn jetzt, keine Ahnung, Freundin von mir als Beispiel als Autovanatiker wäre wie solche, dann würde ich auch auf ein Autotreffen mitfahren, das ist mir jetzt auch egal. Zum Beispiel meine ich. Ich war es davor schon, doch jetzt kann ich das etwas mehr ausleben, das schön ist. Wir lieben alle die gleichen Autos. Ah, okay. Dann wohl ein Opel. Weil so viel kenne ich noch, dass er Vectra ein Opel ist. Zumindest kenne ich einen Opel Vectra vom Namen her. Vermute ich mal. Aber ich sage, bei dem ich kenne die meisten Autos nicht. Ja, okay.
Oh mein Gott, scheiße, da unten ist er. Ach, Kacke. Das ist natürlich auch gerade hier Alpha Raptor gespawnt, ne? Oh, hm. Level Du 20. wolltest einen T-Rex. Ja, ich scheiße, ich habe einen Ankylosaurus, der noch eine Zeit lang braucht und ich habe hier einen Dödi. Einen Dödicurus oder Doedicurus, der noch Zeit braucht wahrscheinlich. Ah, okay, okay. Wenn du brauchst dir So. bloß markieren, dann siehst du, wie weit sie sind. Ja, ich bin trotzdem weit weg. Oh ja, 10 um 40 und 20, das dauert. Ja, ich weiß. Plus 27 Level, wenn wir das durchkriegen. Uiuiui. Also dem Doedi. Den kriegst du aber dann schon ganz schön schwer kaputt. Optimus, oh je, du Armer, mein Beileid. Da kommt jetzt weiter noch. Der hat einigermaßen normale Farbe vielleicht sogar. Mit da ist er. Level 15. Ich habe einfach mal einen männlichen jetzt in dem Fall und das da ist er. Also die du zähmst, sind beides männliche. Coxine Male, ja. Sammler Ankylosaurus. Ah, Mist. Der frisst aber lange an das Viech ran. Was ganz gut ist. Das ist aber keiner von dir, ne? Der Raptor, nee. Nee, nee, ich meine der andere, der da Ist ja liegt. klar. An den. Hm. Wird es schon wieder Tag? Ja, ist schon Eieiei. wieder hell. Ist auch noch Ankylosaurus. Ja, was mache ich denn dann? Hm. Du könntest auch, schau mal, ob du ein Quetzal bei uns rumfliegen siehst. Denn das Quetze. Quetzal. Oh mein Gott. Nee, bei uns fliegt überhaupt nichts rum. Es fliegt immer wieder über die Base. Was wir aktuell gerade machen, eigentlich tatsächlich nur Dinosaurier-Themen. Hier quasi aktuell ein Doedicurus, der Dödi. Und da hinten ist ein Ankylosaurus, der gerade bewusstlos ist und gezähmt wird. Da bin ich gerade da. Jens hat, glaube ich, gesammelt. Und Genau, genau. Unser erster Schrank mit dem Holzzeug ist voll. Ich habe schon oben ein bisschen was reingetan. hier geht es nicht um das. Also jeder Dinosaurier oder die meisten Dinosaurier haben anscheinend eine gewisse Fähigkeit, was sie am besten können. Einige sind Transportdinos, manche sind gut für Holzfarmen, manche sind gut für Steinfarmen und so Zeugs. Und deswegen will ich jetzt, ich weiß nicht, welcher das Stein ist, ich glaube der da, ich bin mir nicht ganz sicher, könnte aber der genauso sein da hinten. Und darum haben wir gedacht, jetzt nehmen wir mal überall eine mit. Wenn es gerade passt, dass das jetzt Level 58 ist, ist ein bisschen unlucky. Also eigentlich wäre es gut, aber es dauert halt Ewigkeiten. Weil der ziemlich lang dauert da. Aber der Alpha Raptor rennt zumindest weg. Oder ist. Bleib bloß weg, bitte. Ich darf mich gar nicht bewegen. Kick gerade. Aber tatsächlich haben wir jetzt zwischenzeitlich zwei, drei Saurier. Ich bin jetzt hergegangen, habe von den alten zwei Basen, die wir quasi gehabt haben, auch die Saurier hergeholt. Jetzt steht ein bisschen was rum bei uns, ja. Einiges, ja. So zwei, drei, vier haben wir jetzt schon. Also wenn wir den Doedicurus mal haben, dann werde ich den einsammeln. Wir haben zwischendurch nämlich auch Pokebälle. Chaturok, der Dodi ist gut zum Steine sammeln und der Anko sammelt Metallkristall und Feuerstein. Ah, Dankeschön. Okay. Also ich hatte die zwei definitiv im Dino-Messis. Ich hatte die zwei definitiv im Blick quasi. Ich habe mir tatsächlich, ich dachte immer, habe ich vorher gesagt gehabt, das wäre der Steinesammler. Aber der hat ja irgendwas in der Richtung machen müssen. Und wenn du sagst Metall und so Zeug, okay, dann machen beide definitiv Sinn. Aber der dauert alle ewig. Also ich werde, wenn der fertig ist da,
Am dritten Saudi anfangen ist auch nichts, ne? Wird vielleicht dann bald mal ein bisschen viel, ne? Weil ich würde mir jetzt die, aber wir müssen es zähmen. Wollen wir in die Höhle noch reinschauen heute? Na, ich glaube, das wird dann zu spät, oder? Ich weiß nicht, die Höhle ist gleich gemacht, glaube ich. Wir rennen rein, sterben und dann war's das. Ich habe nur keine Ahnung, wie lange du noch mit Zähmen beschäftigt bist. Das wird ja noch ewig dauern. Ja, Viertelstunde. Ja. Halt die Base Ich gesehen. würde eher auf eine halbe Stunde tippen. Ja, danke, das dauert noch ein bisschen, das glaube ich schon. Frage ist, ich weiß halt nicht, was der für. Was war das? Das war das Radio. Okay, gut. Ich weiß nicht, was der für Fleisch. Vielleicht geht es mit irgendeinem anderen. Wir haben halt auch das Kibbeln und das Trockenfutter. Okay, der Raptor ist weg, glaube ich. Kann man die Dino-Messis ans Licht. Ja, ja, stimmt schon. Ich mag meine Dinos. Aber den glaube ich haben wir jetzt am Ball. Können wir schauen, was wir noch haben. Mal die Pokébälle wollte ich ausrüsten. Zack. Und zack. Mal da und da. Was nämlich so Kryokapseln quasi ist im Endeffekt das Pokéball. Was anderes ist es eigentlich gar nicht. Kann man in einem Pokéball eigentlich auch Dinge einfangen? An diejenigen, die es wissen. Tiere, die nicht gezähmt sind? Wahrscheinlich nicht, oder? Die müssen gezähmt sein, denke ich mal. Steht da was dabei? Nah an eine Kreatur halten, um sie einzufangen. Werfen, um sie wieder freizulassen. Nur gezähmte Dios. Ah, schade. Steht nämlich nicht dabei. Ich hätte es gerade versucht. Ich glaube, ich versuche es jetzt ja gerade halb einfach mal. Wo ist denn der Alpha-Raptor? Na, Schmarrn. Ah ja. Ha? Nix. Ist ja blöd, was ich mache, wenn ich jetzt hier rumrenne eigentlich. Ernst denkt sich noch seinen Teil, ja, das macht er immer. Macht er immer. Er liegt zwar meistens falsch dabei, aber er denkt sich, wie cool dass ich bin, dann passt so. Das ist. Da hat er recht. Aber das macht er meistens Okay. natürlich nicht. Deswegen liegt er meistens falsch. Natürlich, wie cool dass ihr seid, das kann er sich auch denken, ist ja klar. Tut er wahrscheinlich auch nicht. Wir kennen den Jens. Jens mag nur Holz und Steine formen. Wie war denn das nochmal mit dem Beet? Da sind jetzt quasi im Inventar Samen und Narkobeere. Kannst du alles rausnehmen, außer den Dünger. Achso, also die Pflanze bleibt weiterhin erhalten. Die Pflanze bleibt weiterhin erhalten, solange Dünger da ist, ja. Aber Dünger ist ja da. Kann die ohne Dünger nicht leben? Ich glaube nicht, tatsächlich. Meine Fresse. Haben die schlechte Das- Nahrungsbedingungen hier. Ja, richtig häugliche Pflanzen. Was willst du mit dem Samen machen? Wenn du einen Dünger reinlegst zuerst, dann kannst du gern auch noch mehr anbauen aktuell. Okay. Also das ist kein Problem. Dünger hinzufügen. Und dann? Muss man die ins Inventar dann legen? Wahrscheinlich. Entweder du drückst auf Beet E, dann legt das automatisch rein, oder du drückst, gehst ins Inventar rein und legst es einfach rein. Aber der Dünger bleibt aber drin, den siehst du immer.
Okay, ja, bepflanzt. Passt, funktioniert. Und dann der Saumann geht aber weg, der erste. Ja, ist schon weg. Oder durch die Narkobeeren oben in den Schrank. Kühlschrank. Ja, genau, das ist gut. Das heißt, ziemlich viel Narkosemittel aktuell. Der weniger, aber der. Ah. Doch, wirkt. Okay, Gott sei Dank. Ich dachte, das wirkt nicht mehr bei ihm. Okay. Ja, was dauert ein bisschen, bis der hochpumpt jetzt aktuell tatsächlich. Steigt aber aktuell noch. Geben wir noch 2. Wie schaut's bei dir aus? 35,9, oh mein Gott. Also wenn der fertig ist, fliege ich auf jeden Fall schon mal heim. Definitiv. Ist halt nice, wenn man sich sagen, Tavis fangen könnte. Mit dem Ding einfach, Oh, weißt. warum gar nicht mitgerichtet, dass da was runtergekommen ist? Steigt das noch. Also der hat das Betäubung raus für nichts. Der vertragt das gerade einiges. Bauplan für einen Fabrikator Okay, nice. und einen Doedicurus-Sattel. Okay, das ist cool, den zähle ich gerade. Mhm, Oder sehr gut. versuch's zumindest. Ich tue den mal an den T-Rex, da ist er wahrscheinlich hoffentlich relativ sicher. Der Sattel, der Bauplan. Ja. Nee, der Bauplan ist mir völlig wurscht. Also So, du hast den Sattel, oder wie? ja, bin gerade mit dem T-Rex unterwegs. Ein Doedicurus-Sattel. Ja, genau. Du hast ja gerade gesagt, der Bauplan hast du dafür gefunden. Nee, Bauplan für einen Fabrikator. Ach so, okay, und den Sattel, alles klar. Der andere Sattel ist ein richtiger Sattel. Da Umso besser. Bei 72%, sag ich jetzt mal, und der andere bei 38. Ähm, ist da irgendein Viech? Ich versuch's einfach mal, der sollte lieb sein. Oh, wenn man das Also wenn man fangen. hier mal die ganzen Bäume weggemacht hat, äh, kann man in dem Pfad hier auch wirklich mal lang gehen. Am Platz, sagst du? Ja, es ist immer noch recht denkbar, hier doch ganz schön viele Steine sind. Also hier könnte man auch gut Steine sammeln. Ja, gut, passt doch. Also wenn man die Kryokapsel benutzt auf einen normalen Dino, dann kriegt er ein bisschen Schaden und wird aggro auf dich. Zur allgemeinen Info. Für dich ist die allgemeine Info, Jens. Okay. Dann life is life. Na, 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 na. Da, 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 da. Magst du spielen? Nein. Ah, okay. Jetzt sollte eigentlich irgendwann einmal. Ah. Und tschüss. Gehst du, Optimus? Dann wünsche dir eine gute Nacht. Und danke fürs dabei sein. Und bis zum nächsten Mal. 12:15. Gute Nacht, ja. Aber rein in die Höhle reinluren würde ich jetzt dann schon noch gern. Ich bin jetzt so viel rumgestanden, dass ich noch irgendwie ein bisschen Action brauche dann. Tatsächlich.
Also 22, okay, die würden eigentlich gehen. Landen drauf? Ja, perfekt. Schaust mit dir aus, du bist hübsch. Äh. Level 11, okay. Ach Gott, also ein Kylosaurus, der dauert. Oh, der dürfte es bald haben. 80% da. Ah Mann, wird schon wieder dunkel, ne? Weißt du, das kann doch nicht dunkel Ne, werden. ne, 10:33 Uhr, ich hab bloß so ausgeschaut, irgendwie ganz kurzzeitig. Was bist denn du für einer da hinten? Mei, ist immer sein blöden Häuschen im Weg hat, ne? Sehe ich nicht mehr, Mist. Da ist er. Level 38. Die Argentavis haben die Bolas nichts gemacht, glaube ich. Dachte ich mir. Wie machen wir es mit den Argentavis, Jens? Was machen wir? Ich meine, den Dödi haben wir jetzt dann gleich. Dann würde ich mit dem mal zurückkommen Ja. und den mal safen, sag ich jetzt mal. Und dann würde ich eventuell, entweder holen wir uns noch Argentavis, so 8 oder 9. Ich könnte nachher schon anschießen, wenn ich wollen würde. Was? Argentavis 8 oder 9? Ja, vielleicht hat 10. Wenn die Möglichkeit bestünde. Okay. Der tut mir Aua. Haut ab, perfekt. Ich weiß gar nicht, was der frisst. Was der frisst definitiv das da. Ähm, wie voll bin ich denn eigentlich schon? Da ist noch Platz. Aber wenn du magst, du könntest mir Fleisch bringen. Ich weiß schon, dass ich gerade unterwegs bin, ne? Ja, vielleicht bist du in meiner Richtung unterwegs. Ne, ich bin an der Küste. Ach so, Nordküste. würde ich jetzt Und auch ich kann sagen. nicht fliegen. Würde ich jetzt an der Stelle auch sagen. Schaut ja ernsthaft aus, als da der Fleisch fressen. Der da? Du wurdest getötet. Nein, ich bin über den Saurier drüber gesprungen. Ach du Scheiße, mein Gott. Ich bring Dodos um, weil ich mit dem T-Rex drüber trampel. Ah, Ich bin über den scheiß Saurier drüber gesprungen. Ich bin nicht mal gesprungen. Ich bin automatisch. Der hat sich automatisch ausgehebelt. Was soll denn die Kacke jetzt? Das ist so lachhaft, ob man ich meine, also, was hat mir jetzt da umgebracht? Ich, ja.
wieder ein Dodo umgebracht. Mein Gott, wie viele Dodos sind denn da unten? Ah, Ah. Gott sei Dank sind keine Viecher da aktuell. okay. Du bist wieder auf dem Rückflug, oder? Ja, ich bin mit dem Terraner gerade unterwegs. Ja, musst du ja. Oh, ich komme mal wieder zurück zur Basis. Kurz. Müsste hier quasi warten, bis wieder irgendwas Neues spawnt. Das war Also jetzt aus auch, muss ich den, ganz ehrlich sagen. weswegen du gestorben bist, Ja, meinst du? aber komplett. Also es war jetzt kompletter Mist. Besser? Gern mal geschissen. Oh, was ist denn das jetzt für ein komisches Nebelwetter? Man sieht ja gar nichts mehr. Bei mir ist eigentlich kein Problem. Kurz auskotzen da. Ja, das Problem ist, ich weiß gerade gar nicht, wo unser Eingang ist. Weil ich keine 5 Meter sehen kann. Okay, das Problem habe ich aktuell gerade tatsächlich wirklich nicht. Oh mein Gott. Super. Ich da richtig. Ja, Getavis ist tot, der erste. Also nicht der, den wo ich zählen habe, sondern. Was mit dem wir unterwegs waren, oder? Nee, der lebt noch, der, den wo ich zählen wollte, der ist tot. Okay, die sind. Oh mein Gott. Verabschiede dich mal von dem Terraner. Was? Circa 2 Sables und Tiger hergerannt. Da haben wir so eine Dödi weggemacht, genau. Mein Gott, fix Zeug, wo die Schwan. Warum machst du denn das auch? Was? Ich habe nichts gemacht! Die sind hergerannt! Ach, Die sind einfach da, die sind einfach hergerannt, ich habe nichts gemacht, Jens. Die Viecher spawnen einfach irgendwo. Ich mach da nichts. Also. Mein Gott, das ist kotzig. jo. Ankylosaurus ist auch tot oder wie? Haben sie einen Namen gebracht oder? Oh mein Gott. Weißt du was? Fickt euch, das ist echt zum Kotzen. Also das verstehe ich überhaupt nicht. Jetzt warte mal, also. Ja, die haben ihn auch umgebracht. Oder er ist wieder aufgewacht, aber ich glaube eher umgebracht, weil der hat eigentlich noch genug gehabt. Ja, bis ich mit T-Rex da bin. Gut, ich könnte mit der Krügerkapsel ausmachen. Ja, aber da stehen wir hier beide rum. Soll daneben Schmiere stehen oder was? Der T-Rex, das ist der Haarschmarrn. Vor allem, es war die ganze Zeit nichts da, weißt. Der Alpha-Raptor vorher ja. Das die scheiß 2 Viecher da, komm. Sterbt einfach. Komm ich da nicht hoch oder was? Hast Ja. du wenigstens den Sattel gesichert? Nee, weil ich nicht sehe, wo der ist. Doch, da liegt er. Also, Aber sonst sagt doch gerade die Viecher gekommen sind. Also ich würde vielleicht hinkommen.
Das Schlimme ist halt auch, was ich eigentlich zum Kotzen finde überhaupt, kann mir das mal irgendwer sagen? Ja, auf Damage will ich mir das gar nicht scrollen, der soll ja kein Damage machen. Der soll wirklich bloß Zeug tragen. Aber kann mir mal irgendjemand sagen, quasi, was ich. Ah, der scheiß Mistviech kommt da schon wieder. Ja, ich. Warte mal. Ja, wieso soll ich mit dem nicht zum Timer fliegen? Der soll doch bloß Zeug tragen. Der soll ja nichts. Ich hab nur den. Also der andere wäre noch schlechter, der kann ja gar nichts tragen. Das langsam hat keine Ausdauer nicht. Wir haben nichts anderes. Ach, was ist denn da unten wieder los, ey? Ich sehe es doch schon wieder. Darum kann ich mit dem. Ich muss den nehmen. Oder ich renne zu Fuß und das ist Ja. auch ein Schmarrn. Ach Gott. Also bei uns in der Base ist auch irgendwas gespawnt. Die Tiere laufen auch schon wieder umher. Genau. Wenn also ein mistiger Vogel oder irgendwas, wenn der Pteranodon wäre nicht gestorben hätte. Was? Ich weiß, dass ich die tragen kann, ja, das weiß ich. Also bestimmte Dinos, aber wie geht's denn, dass ich, wenn der angreift, er ist auf neutral gestellt, ich werde angegriffen, der Vogel dreht durch oder er wird angegriffen, verteidigt sich. Wie kann ich, ein Vogel wäre so einfach, wie kann ich den zurückpfeifen, dass der einfach sagt, okay, er fliegt weg, der fliegt mir nach, der hört nicht auf mich, ich habe Y drückt oder ich habe ihn anpfiffen, war ihm scheißegal, er hat gegen die Dinger kämpft, deswegen bin ich mit runtergeflogen und habe gedacht, vielleicht kriege ich es weg. Aber das muss doch irgendeine Möglichkeit sein, dass ich den abbrechen lasse, dass er wegläuft oder dass der wegfliegt. Gerade ein Flugsaurier eigentlich. Der in der Luft, der hier über den Boden schwimmen kann, der wird nicht erwischt. Das muss doch irgendwie gehen. Muss man da vielleicht wirklich auf Passiv stellen? Ja, dann wenn du aufhast. Ja, da würde er sich blöderweise dann auch nicht mehr wehren. Oh Gottes Willen. Ich will es ja auf neutral lassen. Die sollen sich wehren können. Aber wenn ich quasi dann aktiv sage, hey, gibt's ein, wenn ich jetzt zum Beispiel den auf passiv lasse, dann lässt er sich einfach umbringen. Das ist egal. Der wäre quasi jetzt hier umgestanden, der war hier geparkt und hätte sich einfach umbringen lassen, bis ich gemerkt hätte, wäre er tot gewesen. So ist er wenigstens weggeflogen auf neutral und hat sich gewehrt. Ist okay, das passt ja. Soll er auch machen. Aber wenn ich dann pfeife, dass er dann einfach wegfliegt oder in der Luft oder mir nachfliegt, dass ich dann quasi Vorrang habe, dass er sagt, okay, ja, Herrchen hat pfiffen, so nach dem Motto, ich fliege weg oder ich fliege ihm nach oder renne ihm nach. Auf passiv und fliehen. Wenn er auf passiv ist, fliehen die dann nach. Achso, passiv und fliehen. Das ist eine Einstellungssache. Gibt es das per Pfiff auch? Das sind ein paar Dinge, warte mal, haben wir es. Alle bleiben, wo sie sind, folge mir, bleib da, mein Ziel angreifen, alle neutral, alle passiv. Ich weiß nicht, was Semikolon ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich Strichpunkt. Semikolon, Strichpunkt. Semikolon, ich glaube schon, oder? Jens? Was ist? Semikolon ist Strichpunkt, oder? Ja. Okay, okay. Ähm, na, ich habe da gar keinen für passiv Wir und versuchen fliehen gerade habe die ich. Dinos alle wieder zusammenzutragen. Also es gibt keinen Pfiff für passiv und fliehen. Aber mit T sagt er, kann man umpfeifen. Na, versuchen wir mal. Ich komm mal heim jetzt. Ja. Angekotzt ohne Ende. Aber bei der Stadt liegt noch da. Ach, fuck. Unten ein bisschen hochfliegen. Vielleicht geht's so. So, Spuri war irgendwo hier. Okay, Sattel habe ich. Also wenn du hier auch irgendwas einstellen könntest für die Viecher, Aber dass die nicht allen Okay, alles möglichen Gute Sachen Nacht. einfach gleich hinterher rennen. Gute Nacht, gute Nacht. Ich probiere es gleich mal aus, was der John Turok geschrieben hat. Vielleicht geht es mit dem, aber das Problem ist, wenn er halt kämpft, er sagt mit T, wenn er T gedrückt hältst, kannst du umpfeifen. Das Problem ist halt, wenn du
Du bist da selber meistens dann. Gut, als du in der Luft bist, geht's vielleicht. Ja, bloß in dem Fall, wenn wir zu zweit gewesen wäre, wäre halt wahrscheinlich ja. Das Timern geht nicht schneller. Tut's nicht. Und dann wären auch nur beide Vögel da gewesen. Also in dem Fall hätte es wirklich nichts gebracht, glaube ich. Und jetzt müsst ihr halt dann nochmal Pfeile mitnehmen und so Zeug. Du bekommst dann ein Auswahlrad, wo alles pfeifen kannst. Ah, okay. Das probiere ich mal gleich mal aus. Das geht vielleicht. Da probieren wir jetzt, wenn du einen Dinosaurier anschaust und auf T drauf drückst und drauf bleibst, müsste das Auswahlrad kommen, sagt er. Okay. Wo du quasi umpfeifen kannst. Und passiv und fliehen wäre dann das Interessante. Aber fliehen, passiv und fliehen, fliegen die dann immer nur mir, also fliehen die dann mir nach? Fliehen? Also ich hab beim T eine Auswahl, genau. Pfeifen, passives Fliehen. Pfeife neutral, Pfeife passiv. Pfeife dieses Ziel angreifen. Pfeife Flugsaurier landen. Pfeife alle folgen, Pfeife einer folgen oder was einiges. Pfeife mein Ah, okay, Griffziel an. ich sehe es gerade da. Die Mode abspielen. Grüßen. Die Dinos fliehen von der Gefahr weg, danach kannst du sie dann auf Folge pfeifen. Also quasi es kann sein, dass sie trotzdem in jede Richtung quasi wegrennen. Ja, ich hätte halt quasi einfach die Möglichkeit gern, dass ich sage, hey, flieg, flieg oder renn mir nach. Das wäre halt mein Bestreben, sag ich jetzt mal, das wäre das Ideale. Aber die Flugsache mag ich ja eigentlich nicht auf Nahkampf, dann würde ich ja eigentlich auf Gewicht leveln, die Viecher. Also das soll eigentlich schon so sein. Gerade die Agentavis sind ja eigentlich die Viecher, die das machen sollten, dass sie quasi danach fliegen. Könntest du vielleicht eigentlich für alle Tiere mal so einen Sattel ausrüsten? Ich glaube, dann ist das Platzieren irgendwie deutlich einfacher. Weißt du, was das Sättel kosten? Weiß ich nicht. Ja, immer so 400 Leder pro Stück. Und? Ja, haben wir das? Weiß ich nicht. Wenn du nicht noch mehr Tiere herbringst, aber für manches haben wir ja was. Oh mein Gott, die Dinger sind auch schon wieder. Also ich glaube, einen Parasaur-Sattel müssten wir doch eigentlich haben. Ey. Wir hatten einen, aber der ist einfach weg. Ich dachte, da war einer im Schrank drin. Ne? So, noch ein Raptor. Das ist der Yoshi. Brauchst wieder 3 Jahre, um die rüberzubringen. So, ich stelle jetzt mal jetzt muss die innen drin auf Passiv, oder? Achso, du bist da. Okay. So. Also die Morphogon, weißt du, oder die Morphodon, so heißen es genau. Und die mal zumindest auf Passiv pfeifen. Da können die fast alle auf Passiv. Also auch hier die Raptoren, Also wenn uns was angreift hier und wir haben Kanade und Panade, die losrennen, dann sollte das doch eigentlich ausreichen. Ja, ich will es halt eigentlich nicht. Ja, gut. Ich pfeife jetzt wohl die Flugsaurier auch wieder auf Passiv. So. Stego ist passiv. Hast du dich auf Passiv gestellt? Ich habe gar nichts umgestellt. Ich bin beim T-Rex, räumen den jetzt erstmal aus. Wir hatten eine andere Base, haben wir schon mal gehabt, dann haben wir es quasi extra umgestellt, weil die alle verreckt sind, weil sie einfach dann gestorben sind. So dämlich wie es dann waren. Das würde ich halt quasi gerne vermeiden, das wäre nice. Ah, Mann. Da fliegt noch einer rum. Ach Gott, ernsthaft.
fliegt denn der andere rum? Da war noch einer drin. Ja, den habe ich. So, habe ich gerade Ah, aufgenommen. okay, passt dann. Setz Ich nochmal ab bringe und gleich runter, pfeif wenn mal ich wieder passiv, runter ja bin. genau. Zettel hast du Uiuiui. gesagt, gell? Was haben wir denn? Wir haben einen, den haben wir nicht. Ich habe, Triceratops-Sattel haben wir noch. Plesiosaurus haben wir. Parasaurier haben wir einen, okay. ich glaube, du brauchst nicht in den Kühlschrank schauen, der ist ziemlich voll. Ja, richtig voll ist er nicht, aber gut gefüllt. Mit Fleisch? Oh, ein bisschen was. Also ich habe auch 470 Leder mitgebracht. Okay, ja gut, dann wenn du magst, dann baue ich mal ein paar Sättel, ist auch okay. Ich bin sowieso angekratzt Aber ohne du Ende. kannst mal erst mal oben schauen mit diesen Sätteln, was schon. Oh Gottes Willen, wo waren denn die Sättel eigentlich? Ich war gerade drin. Mein Gott, backe ich hier fest. Hab ich die da reingetan? Ja. Nee, ich habe doch hier noch einen Doedicurus-Sattel Ja, der ist tot. und einen Megaloceros-Sattel. Habe ich noch bekommen und diesen komischen Bauplan. Ich habe auch Öl gekriegt. Okay. Also wir haben hier echt viele Dinos. Nur irgendwie parken. Ah, okay. Dann rüsten wir mal die. Ach, Dinge der aus. Seppel ist nicht Aber mehr da. sonst glaube ich, haben wir nichts mehr. Der kommt schon wieder, warten. Das spawn ich schon wieder. Äh, Spackerfest. Ja, da bin ich auch schon öfter backt. Spring einfach mehrfach. In welche Richtung muss ich denn dann mich Nach vor, bewegen? ja, beweg dich einfach in irgendeine Richtung, das geht schon. Ich bin da auch schon öfter gehängt. Da auch kurz, aber du kommst da schon wieder runter. Also wir haben Parasaurier, Sattel, Triceratops, haben Ja. 3 Sättel. Du müsstest einen Bibersattel herstellen, wir brauchen einen Raptor-Sattel, sagst du. Oder erst machen wir erstmal einen Kanosaurus-Sattel. Den zweiten würde ich sagen. Kanosattel. So, also hier sind was? 400, 800, 1200 Leder. Ich bin gerade am. Wo sind denn die Siliziumperlen? Wo kommen die hin? Oben im Fabrikator drin. Ach so, auch dort. Da Okay. brauchen wir die. Ja. Also mache ich den auf der Hand. Da ist er. Ah, okay, geht. Okay. So, das kommt hier hin. Ähm, Also unser Kano hat jetzt einfach einen Sattel, der zweite. so. Stego hat einen Sattel. Dann brauchen wir jetzt eigentlich effektiv. Aber ich weiß nicht, wo der eine Raptor hinkommen ist. Mal 4 Raptor-Sattel. Und die Blutoko-Sattel mache ich jetzt mal aktuell nicht, aber. Verabschiede dich vom Leder, sage ich gleich schon. Ja, ja. Raptor-Sattel. Brauchen Fasern, ernsthaft? Ah, das war der falsche. Scheiße. Okay, falschen Sattelbart. War da Ja. drin? Ja, super. Naja, gut. Vielleicht finden wir irgendwann mal so ein Tier. Raptor. Ach, den kann ich. Ja, weil das Problem ist, manche kannst du auf der Hand herstellen, manche kannst du wieder im. Das ist so blöd. Wieso kann ich was ich auf der Hand herstellen kann, nicht in der Werkstatt, in der Werkbank auch herstellen? Frag mich nicht, ich habe das beim Bauen genau das gleiche Problem. Weil die Glassachen sind ja alle hier in der Werkbank und Normalstein kann ich in der Hand herstellen, aber nicht in der Werkbank. Ah, so. Ich mach mal kurz 5. Wo ist denn der Der? das A-Gate? Doch. Ja, seh ich gerade.
man was nicht gelernt hat. Habe ich aber gelernt. Kann man einen Pinsel nicht reparieren? Steht doch nichts anderem, oder? Achso, ja, reparier mal die Pinsel. Da waren doch zwei kaputte, ne? Pinsel habe ich nur einen kaputt tatsächlich. Ich brauche Holzleder, also ich kann ihn nicht reparieren. Ich kann einen neuen bauen, das war auch kein Problem. War jetzt einfach mal zwei. Aber einen alten kann ich schon nicht reparieren. Steht zwar nicht warum, aber naja. Ja, da ist ja einiges neu gespawnt in unserer Base. Wie lange lebt das noch? Was meinst du? Ich meine, wenn du gerade wieder unterwegs bist und sie umbringst. Ja, ich hab das sind die Lafosauer, die ich gerade hier beseitige. Nebenbei. Während ich eigentlich Steine So, jetzt warte mal. Also einmal. sammle. Nee, mit dem Inventar. Ach, da. Ich habe so einen Raptor-Sattel wieder gefunden. Ein Raptor hatte den im Inventar. Okay, ja, sehr. Ich verstehe es nicht warum, aber wir haben das wieder gefunden. Also hat jetzt jeder Raptor einen Sattel. Ah, cool. Okay. Das war mir nicht so wirklich. Und ich level die auf Gewicht jetzt erst einmal. Auf die nächste. Was? Die Raptoren? Ja, ja, auch. Zumindest wohl, dass wohl 200 Kilo dran können. Ja, 150 wären ja schon mal ausreichend. Nee, weil ich das meistens so schwer bin. Ich das Sättel dabei habe zum Beispiel. 200 Kilo sollten es können. Ja, der neue Pteranodon, der ist schwierig, ne? Der ist gerade Ja, noch. gut, der vergisst den. Das ist jetzt aktuell. Das will einer aus meinen haben jetzt aktuell, ja. Gott sei Dank. Ach man, komm, geht's ab. Ich muss mal die Dinos parken, das ist ein Scheißdreck. Yep. Eins. Zwei. Drei. Das Zeug hier fliegt. Was, du fliegst? Das Zeug fliegt, sag ich. Gut, der kann ich jetzt nicht fast schon. Und du auch noch. Dann. Das Sattel für den Biber müsstest du nur herstellen, Jens. Ach so, weil ich den gelernt habe, ne? Den kann ich nicht da. Stimmt. Ja. So, jetzt erster Raptor. Nur das Sättel los, wenn ich kann es immer noch nicht tragen. Oh mein Gott. Wir haben jetzt einmal zwei Raptor-Sättel, glaube ich, übrig. Ja, genau, wir haben zwei Raptor-Sättel übrig. Wir haben einen, Hast du die Raptoren vielleicht auf passiv eingestellt? noch nicht, aber mache ich gleich, wenn du magst. Ja, kann ich machen. Ja. Und den einen Biber ohne Sattel, wenn du den zufällig gerade platziert hast, den kannst du auch mal auf passiv einstellen. Den mit Sattel soll ich lassen? Den kannst du erstmal noch lassen, ja. Weil mit dem sind wir auch unterwegs. Also zumindest bin ich da hier unterwegs. Okay. Und ich habe schon ein paar Mal gehabt hier, dass da auch uns irgendwelche kleinen Viecher angreifen. Da soll er sich ruhig schon wehren und die kaputt machen.
das wäre dann blöd, wenn er dann mit der Zeit da drauf geht. Na gut, das ist ein Problem habe ich ja mit jedem anderen Saurier, mit dem ich unterwegs bin quasi. Jo. Das ist Deswegen, also die können wir schon ruhig auf neutral lassen. ich habe die Flugsaurier, aber ja, aber es war genau das Problem gerade bei mir. Dass der nicht auf neutral war, der Flugsaurier. Genau das Problem hatte ich. Ja, dass er auf neutral war. Deswegen ist er gestorben. Weil quasi in dem Moment, wo du einfach absteigst und der Viech oder quasi nicht drauf sitzt, der dann massiv rumpackt. Weil einfach dann das Ziel angreift. Das alles wichtig ist jetzt für ihn in dem Moment. Okay, aber du kriegst Schaden. Aber mal passiv. Du bist einmal passiv. Du kriegst einmal Schaden. Du bist auch mal passiv. Du kriegst auch noch Schaden. Okay, mir ist es gerade etwas zu dunkel zum Steinefarm. Du bist gewichtmäßig geht bei dir noch eins. Ich pack das einmal vor, dann alles so wurscht. Ah ja, ich kann jetzt Arm drehen, okay. Das bin ich leicht genug. Was mit ihm oder? Ernsthaft. Pfeifst du gerade die ganze Zeit Ja, ich pfeife die gerade passiv. Ach, du hast Kryokapseln hier drin gelagert, ne? Im Agitavis, ja. Ja. Was heißt das mit der Ladung? 29 Tage, 20 Stunden? Die kannst du aktuell, solange du glaube ich, so lange kannst du sie hernehmen. Und dann musst du sie irgendwo wieder laden. Geh nicht kaputt. Ah, okay, okay. Ja, da steht, kann aufgeladen werden in Kryokammer. Genau, genau. Die haben wir zwar aktuell nicht, aber zumindest Oh, geht es. das ist schwer. Muss ich aufpassen, dass ich mitnehme. So, ich bin immer noch angekotzt, weil ich genug gestorben ist. Nervt mich Ist immer mein wieder. Fleisch zufälligerweise da hinten verbraucht? bin Dass gerade ich Neues rein... Ich habe gerade aufgelevelt, also ich tue es gerade im Kühlschrank hoch. Hab gerade die Räucherkammer aufgefüllt. Brauchst du eins? Nö, nö, nö. Ich wollte neues Frischfleisch reintun. Habe ich gerade auch Hab ich auch gemacht. gerade ein bisschen was rein, ne? Ähm, Gut, jetzt pass auf. Das war da herunten, gell, das Strohzeug. Dieser scheiß Sau jetzt schon wieder da, mein. Was ist mit dir, verdammte Kacke? Der Drecks. stand da nicht dran, Folge Erdbeermiets? Ja, das habe ich ja schon 5-mal umpfiffen. Aber irgendwie, in dem Moment, wo ich mich passiv stelle, dann hätten wir wieder nach. Hm. Okay. T. Passiv. Der pfeift den, wenn er auf Passiv stellt. Ach, okay, du darfst T nicht gedrückt halten. Du musst quasi das Auswahlrad T gedrückt halten, bis das Auswahlrad kommt und gleich auslassen. Wenn du T gedrückt hältst und dann auslässt, dann pfeift er nochmal und dann pfeifst du ihm nochmal nach. Und dann rennt er wieder nach. Das ist das Problem. Okay, mein Gott, der muss man erst wissen. Oh, so, 11 Fleisch. Ja, das reicht aus. Das kann erstmal da drin bleiben. Für den Vogel. So, stellen wir den Bonakos her.
Was hast du braucht? 200 Fasern, 290 Leder, Metallbahn, Stroh, Zement. Okay, geht 140 Zement, 180 Stroh und 100 Metall. Okay, das ist alles drin. Das kommt eigentlich raus da. Was haben wir noch braucht gehabt? Ich glaube Leder war dabei, war zu Genüge drin. Und Fasern war auch drin. 290 Liter und 200 Fasern. Genau. Jetzt, du könntest den Sattel für den Biber schnell herstellen in der Werkbank. Zeug ist drin. Okay. Ähm, Willst du dann reines Werkzeug separat gelagert haben im Schrank? Dann tue ich zum Beispiel die Pinsel zu den Fackeln dazu. den Sattel hier. Jens. Okay. Mhm. Pinsel zu Wir den haben Sätteln? nicht irgendwie einen Bauplan für einen Castoridos-Sattel? Kann ich gleich schauen. Pinsel zu den Sätteln, Pinsel zu den Fackeln. Okay. Ja oder nein? Pinsel zu den Fackeln von mir aus. Du wirst ja nicht 15 Pinsel herstellen. Nein, ich habe es drei haben wir so, einen kaputten und zwei gute. Hm. Und ich schaue gerade, ob der Bablan da ist. Also Sattel ist in der Werkbank. Okay. Obwohl, ich kann ja auch gleich drauf machen. Ich weiß nicht, wo der ist, aber. Wo ist er denn? Gut, wir haben einen. Nein, haben wir nicht. Wo hast denn du den Dino gepackt? Ich habe den Dino nicht gesehen. Der zweite Biber fehlt mir. Den habe ich nicht gesehen noch. Hm. Okay. Oh, wo ist er denn dann? Steuerungs... Show Wild Dino Around. Nee, nicht Wild Dino, Treibdino. Hast du So. Achso, du suchst noch gerade. Ich suche den gerade. Das war Norb, glaube ich, ne? Ja. Norb und Decker. Hä? What? Es wird nichts angezeigt? Ist die da gestorben? Ja, dann wird er ja nicht in der Liste auftauchen. Also der ist ganz in der Nähe, aber der muss irgendwo drin backen. Ah, hier, da. Ach, der ist hinterm Haus, oder? Ja, ja, ja. Ach, der ist unten. Ach Gott. Gut, gut, gut. Ja, ich sage ab und zu. Ach Gott, unsere großen Dinos sind hier auch mitten. Ei Gott. Ähm, Also ich weiß nicht, was ich morgen mache, Jens. Eventuell, wenn ich Zeit habe morgen, werde ich morgen vielleicht eine Runde Minecraft raushauen. Nachmittag zumindest. Und eventuell vielleicht farme ich ja kurz ein bisschen Runden. Zumindest das Zeug wie, oder was heißt farmen. Was Dinge herstellen wie die Pfeile und das Zeug, das man eigentlich noch transportieren können und dann von der anderen Base noch rüber transportieren, weil wir haben ja eigentlich noch in der anderen Base, glaube ich, noch, keine Ahnung, 700, 800 Betäubungspfeile, 1000, 1200 normale Pfeile, irgendwie sowas. Ich glaube, so Dinger, so die Betäubungspfeile Munition, die für das Gewehre, glaube ich, haben auch bestimmt noch 100 oder 200 drüben. Oder habe ich das mitgenommen? Ich muss mal schauen, da müssten einiges da sein auf jeden Fall. Dass ich jetzt so mal rüberfliegt nebenbei. ja, was darfst du gerne machen. Guck mal, kaum ist Dublerone wieder bei uns, kriegt er auch Erfahrungspunkte. Also irgendwie, die leveln nicht aus, ne, wenn wir da zu weit weg sind. Weiß ich nicht, aber kann gut sein. Gott, was soll ich dem denn geben, ey? Ich weiß gar nicht, wofür wir den eigentlich überhaupt brauchen. Transportieren, eventuell. Ja, ich habe jetzt quasi auch gleich zweimal Gewicht genommen. Kann der andere auch gelevelt werden? Jo. Wollen wir jetzt eigentlich
Gut, das ist das Einzige. Auf 20 vor 1. Werden wir immer recht viel machen, denke ich mal. Die, gut, Metall brauchen wir auch wieder, glaube ich, Gold und Kristall. Ja, höchstwahrscheinlich. Du hast ja für den Kühlschrank ganz schön eine Menge ausgegeben. 160 oder 180 oder sowas, ja. Ja, aber zweimal. Nee, nee, die Hälfte kriegst du wieder. Achso, okay. Ich lage im Agitavis auch ein bisschen Fleisch, kann nicht wundern. Weil das war der Time-Dino noch ist quasi. So Zeug stelle ich auch wieder her. Also unten ist eigentlich zumindest das Schrankproblem, aber es einigermaßen gelöst. Das passt, glaube ich, soweit. Und die Dinos sind jetzt mal auf einem Fleck. Na gut, wenigstens das einmal. Sättel haben wir jetzt alle aktuell zumindest. Wir haben noch ein paar Sattel auf Reserve. Wir brauchen immer noch einen Ankylosaurus und den Dödi. Den Doedicurus oder wie heißt. Und Agitavis. Ja gut, die Dinos holen außerhalb des Stream will ich eigentlich nicht. Okay. Äh. Ach da. T-Rex auf Ausdauerleveln oder auf, was hast du denn Level gehabt? Gewicht? Wo sind Nahkampfschaden? gerade? Mach mal nochmal Ausdauer, das geht immer noch relativ schnell weg. Okay. Ich habe was mit T-Rex nicht so viel gemacht, deswegen. Dann weißt du es besser. Also die Sachen bringt er eigentlich relativ schnell runter, aber du merkst, wenn du halt zügig unterwegs bist, dass die Ausdauer richtig schnell runtergeht. Ja gut, wenn du rennst, meinst du, oder? Ja, genau. Naja, wenn du mit dem T-Rex ja nicht rennst, dann ist der ja ziemlich langsam. Ja, ist er. Genau, und wenn du vorkommen willst bis zum Strand, da kannst du aber lange laufen im Ah, okay. Normaltempo. Ja, ich versteh's. Oder genauso auch wenn du hinterher Aua. Da hat die Zunge gebissen. ähm, Au. fliegen willst. Nicht fliegen willst, rennen willst. Aua. Also manche sind immer noch schneller als der T-Rex. Da kommst du nicht hinterher mit dem T-Rex. Okay. So, ja komm, ist doch scheißegal, oder? Ich fahre jetzt mal überall Narcos an. Aktuell haben wir nichts anderes. Okay, okay. Und wichtig sind sie auch noch für das Betäubungsmittelzeugs. Also ist wenigstens was anbaut. Das ist komplett umsonst, das Zeug. Vorerst mal die Felder. Ich glaube, Gewehrmunition haben wir auch noch in der anderen Base. Wir haben noch 300, 400 hergestellt gehabt, glaube ich. Müsste auch irgendwas aus sein. Die brauchst du, um die Betäubungspfeile zu machen. Sind die überhaupt? Hast du die rausgenommen, Jens, die Betäubungspfeile für das Struktur? Ich glaube, ich habe noch welche bei mir drin. Hier, die 25, ne? Ja, das wäre ganz gut. Ich habe bloß noch 24 Ich kann dabei. meine Waffe auch wieder ablegen. Brauche ich dann auch nicht mit rumschleppen. Ich dann eh nichts hab. Kannst du mal welche herstellen? Ich habe ja, jetzt brauche ich die Narkomittel dafür. Die stelle ich ja die ganze Zeit her jetzt gerade. Und die Gewehrmunition habe ich schon hergestellt, die ist in einer anderen Base.
Ah, die musst du noch holen, okay. Aber wir haben jetzt ein bisschen Bilder, ein bisschen Hammerschnitt, bloß die Dinos brauchen wir jetzt wieder ganz, ganz gut, muss ich natürlich sagen. Oh, du hast hier was rausgetan. Wo denn? Passt. Nee, im ersten Schrank. Dafür ist er da. Fehlt aber nicht viel. So, und jetzt. Ding habe ich Ich bin jetzt rausgetan. zum Fasern. zweiten Mal, wenn bisschen Steine da sind. Fasern habe ich rausgetan, ja. Ja. Ich dachte eigentlich, ich hatte in der Werkbank, waren aber nicht genug Fasern, wie es aussieht, ne? Ich hatte da eigentlich 300 Fasern Ich habe gelagert. mehrere Sattel gemacht, die habe ich verbraucht. Ja, passt. Warte mal. Wo ist das Ding? Wo war der Rüstungsschrank? Der da, glaube ich, gell? Wir haben jetzt wir haben zweimal Haube, Hose und Handschuhe. Wir brauchen Brustpanzer und Füße brauchen wir noch. Jetzt komm mal her. Was denn? Bleib da. Moment, ich mach mal kurz bei mir. Mein Gott. Okay, jetzt haben wir wieder 60 Haare. Ich habe mich auch gerade rasiert und dich auch. Okay. Ja, weil die Dinge, die. Was brauchen wir da? Ah, genau, jetzt können wir die Brustpanzer machen. Können wir jetzt einen machen oder machen wir die Schuhe? Ich mach mal jetzt. Das geht sogar aus. Machen wir zwei Paar Schuhe. Haben wir sowas die Schuhe auch schon. Brauchen wir nur die normale Rüstung. Geht sie genau aus, jetzt haben wir quasi überhaupt kein Pelz mehr. alles verbraucht. Okay. Ja gut, wir hatten nicht viel Pelz, aber jetzt haben wir ein paar Haare haben wir noch gehabt. Aber die Vollrüstung wird bald fertig sein. Wir haben jetzt quasi Hauben haben wir, Schuhe haben wir, Hosen haben wir und Handschuhe. Nur die Rüstung fehlt noch. Also brauchen wir noch ein bisschen was. Müssen wir uns noch öfter rasieren, glaube ich. Haben wir nur noch so wenig Metallbahn? Ja, kann Ich gut dachte, wir sein. haben die in der Werkbank gelagert, ne? Ja, ich habe gerade, glaube ich, auch für die Zettel brauchst du auch eine gute Ladung. Ah, okay. Wenn der Raptor-Sattel braucht, nein, der braucht tatsächlich gar nichts. Nee. Ich habe gerade vorher Metall braucht, ich weiß jetzt bloß gar nicht mehr für was. Der Bibersattel hat auf einmal Metall braucht, das weiß ich. Ich glaube, ein anderer Sattel glaube ich auch. Also 100 habe ich bestimmt verbraucht. Das sind mal reine Werkzeuge. Tut mal weg. Kompass ist ein reines Werkzeug. GPS. Das da. Das da. Ich tue mal ein reines Werkzeug in den anderen Schrank rein, dann ist es ein bisschen leerer. Mhm. Also Wasserflaschen und so Zeug, weißt du, das haben wir glaube ich in anderen Base auch noch die Wasserflaschen, fallen mir gerade auf. Warte mal kurz. Wir haben zwei Scheren, das ist ganz gut. Wenn wir zweimal. Ich so sehr vermisse. Was denn? Die Wasserflaschen. Also ich habe jetzt schon einige, die wir gekriegt haben, weggeschmissen. Ja, die Baupläne. Du kriegst diese, du hast, ja, glaube wir haben noch keine Wasserflasche gekriegt. Das waren immer Baupläne, glaube ich. Wo war... Hier war... Wie geht's dem? Jetzt wie lange machen wir noch? Die Frage. Oh, ich würde es ja nicht sagen, nicht mehr lange. Oder wir können von mir aus auch eigentlich Schluss machen. Wenn, bei nicht mehr lange würde ich vielleicht noch einmal losziehen und Öl holen. Bei Gleichschluss machen, dann machen wir Gleichschluss, das ist auch kein Thema nicht. Also würde sie mir zumindest gerade anbieten. Weil sonst geht sicher noch eine halbe Stunde.
Ich werde dann eher für gleich Schluss machen. Ich habe mich jetzt gerade alles soweit aussortiert. Lagerfeuer ist wieder aus. Hm, okay. Hast du Holzschilde hergestellt, oder? Hm? Hast du Holzschilde hergestellt, oder? Hatte ich hergestellt, ja. Habe ich oben im Schrank getan. 20 Stück. Ah, da. Sollten ja erstmal ausreichen. Wenn du mehr brauchst, kann ich mehr herstellen. Ich will mal schauen, ob wie das hinhaut. Okay, die sind kacke. Die Holzschilder? Ja, die sind scheiße ohne Ende. Da, das ist Holzschild. Viel zu groß. Kann man nicht am Schrank platzieren. Kannst du nicht oben drüber an der Wand anbringen. Nee, Ja. mal schauen. Wir haben sie. Es war ein bisschen, vielleicht ein bisschen früh. Aber vielleicht können wir sie für irgendwas brauchen. Mal. Gibt's eine andere Beschriftungsmöglichkeit? Ähm, Ah, es gibt ein Holzschild. Ein Holzschild mit einer Schicht Leder absorbiert von vorne kommenden Schaden. Achso, das ist direkt das Schild. Holzwandschild. Ein einfaches Wandschild aus Holz für einfache Nachrichten muss an einer Wand befestigt werden. Aha. auf welchem Level hast du das? Level 19. Kostet 2 Punkte. Und braucht sicher. Ach so, das Holzschild. Das Holzschild habe ich aber auch nicht gelernt. Was, das wäre dann nur möglich. Also, Ja, nee, doch, das Holzschild habe ich gelernt. Ach, du tatsächlich. kannst die Warte. Schränke umbenennen. Ah gut, stimmt, das geht tatsächlich auch noch. Soll ich Holzwandschilder herstellen? Kannst du auch mal machen. Umbenennen Schrank. Kohle. Ja gut, also wir können die Schränke ja umbenennen, Jens. Das geht nur, weil es auch, dann sieht man es auch. Aber ich glaube, mit dem Schild wäre es vielleicht schöner. Ähm, Aber ich benenne es trotzdem mal um, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. ich habe es zwar gerade gelernt, aber jetzt taucht es schon wieder nicht mehr auf. Wand. Holzwandschild, genau. Waffen. Äh, Munition. Munition. Äh, und Rüstung. Da war ein Sättel drin. Ui, dauert etwas. Sattelschrank. Das war Chibi. Chibi und Kuchen. Da ist mal leer. Das ist auch noch leer. Das war Zement. Oh. Ich war zu viel Zement annehmen. Was ist da drin? Bauzeugs, okay. Oh, okay. Bauzeugs. Hier sind Fasern. Fasern. Feuerstein. Stroh und Holz. Wenn ich das richtig sehe, kannst du ihn sogar an der Decke anbringen, das Holzwandschild. Also ich habe die Schränke jetzt einmal umbenannt. Er steht, ja, er steht dabei, wenn man hinschaut. Nicht ganz so So, schlecht. ich tue mal oben die Holzwandschilder rein. Hm? Ach, die 13. 20. Das letzte unten. Die Holzwand, also Holzwandstruktur, warte mal. Ach da. Ja, es ist nicht das letzte bei mir. Das heißt, das kann ich da dran bringen. Okay, kann ich.
Äh, oh mein Gott. Naja, schau mal her, Jens. Ups. Oh Gott, ist das klein geschrieben. Kannst du noch die Schrift ein bisschen größer machen? Bali-Zeug? Bauzeugs. Gut, aber oben drüber ging auch natürlich, tatsächlich. Ja. Wird wahrscheinlich. Ist oben drüber oder Aber von dran besser? Schriftgröße kannst du nichts ändern. Ich kann es da hinten unten dran machen. Nee, ich glaube nicht. Das Blöde ist, wenn ich dann hier hinlaufe, komme ich als erstes hier zum Schildtext festlegen. Dann ist Und nicht zum drüber besser, ne? Inventar. Ja. Bauzeugs. Na, ist halt schon ziemlich klein. Kann man das ändern? Weiß das wer? Die Schriftgröße? Schriftenschilder. Vielleicht mit Farbe? Ist nicht änderbar, schade. Okay, na gut, immerhin. Lesen kann man es nicht, aber ja, wir haben die Möglichkeit. Immerhin, genau, lesen kann man es nicht, aber. Wir haben die Möglichkeit. Es ist mal jetzt dran. Also, ja, wir lernen dazu. Jetzt fliegen wir noch hoch da. Ah, da kann man wieder leveln. Aber Bewegungsgeschwindigkeit hat der Terran schon 135%. Ich glaube, dass er da ganz gut war tatsächlich. Der andere war schon Level 90. Und der hat die Bewegungsgeschwindigkeit hat der Geil bei 145 gehabt oder sowas oder 140. Von dem her. Was war Ja, der? ja, aber der Pteranodon, der neue, hat ja erstmal vom Gewicht her, ist ja ziemlich nicht schlecht. Gewicht hat der andere, glaube ich, 200 gehabt, ja. Nee, der war über 200, 240 oder sowas. Okay. War der. Ja, mal schauen, vielleicht level ich den ein bisschen. Wackel haben wir so einen Fuhrpark quasi dastehen, ja. Das wird schon passen. Die Kanus haben wir auch noch da. Mhm. Gewächshaus läuft auf dem Polar, das ist schon mal ganz gut, dass alles voll. Räucherfleisch läuft, Kühlschrank ist gut dabei. Diesel geht uns auch so schnell nicht aus, das Benzin, sag ich jetzt mal. Schränke sind aufgestellt. Ja, die Nuss sind halt da. Der Pteranodon, das gestorben ist, das kotzt mich an wie Hölle und noch mehr stinkt mir, dass die anderen mit draufgegangen sind, die anderen zwei mit den blöden zwei Säbelzahnviechern. Mhm. Das ist nervig, oder Mann, also oh. Also, mal schauen, vielleicht hole ich mir einen Ankylosaurus und dann so einen Dödi, eventuell, wenn ich mal off-stream ein bisschen was mache. Vielleicht, mal schauen. Würde ich ungern machen, weil eigentlich Stream, sag ich jetzt mal. Aber vielleicht die Sache ein bisschen abkürzen. Oder vielleicht noch einen zweiten Vogel oder sowas. Irgendwie sowas mal schauen. Vielleicht, dass ich sowas mache nebenbei. Wenn ich mal Lust habe dazu, sagen wir es so. Also es muss nicht gleich sein, wird wahrscheinlich nicht morgen sein. Na gut, beenden wir, oder? Ja, würde ich sagen. Okay. Der will gerade noch ein bisschen durch. Was? Turok meinte, by the way, die Dinos rausfliegen und daheim nehmen. Ach so, ich kann die wirklich packen. Tun die meinem Vogel nix. Ich Kann kann man die die in die wirklich. Kann man. Nee, das geht nicht. Oder. Das geht nicht. Er meint quasi Ja, mit Vogel hinfliegen quasi und die quasi packen. Quasi packen und mitnehmen. Und dann quasi hier. Es geht aber nicht mit großen Dinos, ne? Nee, aber mit einem Ankylosaurus und mit dem Dödi wird's gehen. Und ich denke, es geht auch nicht mit dem zweiten Argentavis. Vermute ich mal. Aber das wäre eventuell eine Option. Na gut, das wusste ich nicht. Das geht auch nur mit getapten Dinos.
versuchen wir das mal. Dann versuchen wir das mal, würde ich sagen. Ja, das passt. Alles klar, okay. Aber trotzdem danke für die Hilfe, danke für die Infos. Danke fürs Dabeisein. Knacks. Und ja, wir hören uns, ich denke mal, auf jeden Fall morgen.